Lieten und Blieten. Da kommt einfach 5 Sekunden, bevor ich auf Start drücke, kommt irgendein scheißdämlicher Idiotenkommentar in die Kommentare oder im Chat. Und ich muss schon lachen, bevor es überhaupt losgeht, Alter. Lieten und Blieten. Oh, jeder auf den Schmiedi-Tipp. Ich muss mich... Lieten und Blieten. So. Schmiedi! Meinmaker! Erst mich hergehobt, Entschuldigung. Meinmaker, Chef, melde mich zum Diensterinnerung, check, ab geht's, Hashtag Spendenaufruf. Nein! Schmiedi! Kein Sie, sondern ein Liguan! Merci dir. Opa! Das Stinky Cheese schon wieder. Aber was tut das S da vorne drauf? Verstehe ich nicht. Stinky Cheese. Verstehe ich nicht. Verstehe die Frage nicht. Schmiedi, heute war's zu langsam. Schmiedi, du bist raus! Hobby! Evans, Birger, Montag, eine neue Runde Daisy mit dem fucking Chameleon. So schaut's aus. Bigler Sepp! Steht ein kleiner Psoffener. Der ist ins Bein voll Biersquad. Bigler, mir ist wieder eine 10 Monate Hobby, ey. Sephiroth! Der jetzt ist schon wieder los. Sehr fix, ich muss unbedingt das Nüsschen nominieren, Alter. Was habe ich die Befürchtung, dass da noch mehr eskaliert. Biersquad! Mr. Sephiroth! Merci dir! Welcome to the squad! Ab in den Chat damit! Wenn ihr mitmacht, ist raus! Leben selbst, du schon wieder! Merche dir FIR den Tipp MIDRPGs am Samstag. Okay. Was hat er ausprobiert? Okay. Gestern Dark Souls ausprobiert. Okay. Guckt nie. Das ist wichtig. dir mal PN in Discord schreiben übers Thema. Das schreibst du mir in Gaming-Channel, weil PNen kann mir auf meinem Server gar keiner, weil sonst kriege ich einen Schlaganfall. Löwenzähb 25 sind entfernt, du weißt es. Aber es freut mich sehr, wenn der Dark Souls gefällt. Das Wichtigste ist, dass die hookt, weil das hat eine Lernkurve, die ist ungefähr so steil wie... Was ist denn steil? Weiß ich nicht. Dein Morningwood. Merci dir. Madesepp, grüß aus Wagen, grüß aus Landau. Merci für den Zwickel, Bro zu schauen, merci für den 5 Servus, auf geht's. So, gleich, wenn gleich fertig sein, ich weiß es nicht, das scheint schon wieder zum Eskalieren. Jetzt waren wir doch erst am Samstag da beim Eskalieren. Hören wir doch dann am Montag wenigstens auf. Hashtag Map ab in den Chat, wenn ihr mitmacht, schlägt sein. Mosin! Flori, habe ich da Spendenaufruf gehört? Nein, schon wieder Flori. Ich weiß schon, das triggert alle Florians auf dem Planeten. Sobald das Wort Spendenaufruf irgendwo steht, da gibt's dem Trottel im Internet mein Geld! Ich weiß nicht warum, aber nimm es! Herr Gerwin, mir ist wieder ein Zwickel. Grüße aus dem LKW. Ich stehe in Augsburg. Du stehst da, du kommst ganz schön umeinander, gell? Oh, Dame lang stehst du woanders. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der ist ins Bein voll Biersquad. Was hat's denn jetzt wieder oberkaut? Scheiße, mit Dampfen hat's oberkaut. Nein, Brezensalz, du hast mit Dampfen kaputt gemacht. Du warst das. Ah! Ich bin runtergefallen, dann bricht's wieder auseinander. Es hängen 3 Pfund Hundshaar drauf. Was ist denn eigentlich Hundshaar hinter meinem Monitor? Ich weiß es nicht. Das ganze Haus ist voller Haar. Wir haben so viele Viecher. Haar überall. Da kannst du umeinander saugen, was du möchtest. Das ist scheißegal. Hundshaar everywhere. Kruzifix. Sogar, ich glaube, wenn ich weiß ich nicht. Tun wir das mit der Honig hängen. So. Sauber. Leute, jetzt chillt's. Mittag. Samstag-Stream verpasst, aber Sonntag nachgeschaut. Passt, Alter. God of War ist super. Spielen wir am Mittwoch um 20 Uhr. Vollgas zur Pimmelung. Vollgas aufs Maul, Pimmelung. Wie immer, schön Gruß aus Linz Smiley mit Freudentränen. Österreicher, Rippal ist Egel. Du Egel. 10er ist 2 und du weißt es aber, wie man zählt ist. Löwensepp, merci dir. Rippalsepp, merci dir. Grüß nach Linz. Hömi. Hömi, welcome to the squad. Danke für den Mitgliedschaft. Bleib. Ich muss das Lied kürzer machen. Ich muss das Lied kürzer machen. Voll Biersquad. Ihr seid lauter Vollgas narrische. T-Shirt und Kissenhube Crack, du kann mal super eine säufern hi. Hashtag Spendenaufruf. Ja, war das wieder der Hass, die merci dir. Leute, Dankeschön, ist gut. Es ist halt immer das Gleiche. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich noch Dankeschön sagen soll. Ich sitze den ganzen Tag da mit einem schlechten Gewissen und sag Dankeschön. Ich weiß es nicht. Los, Spendenauf, ich bin dabei sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Nein, nix, ich sag jetzt das Wort nicht mehr, das ist raus. Hast du, ich hoffe, dir gefällt dir das T-Shirt und das Kissen. Und was noch? T-Shirt und Kissen. Ich hoffe, es taugt. Dankeschön, Prince.
Bein. Voll bis Gott. Ich will den Rasen sprengen. Joke, Brother! Schöne Grüße aus Riegelsdorf, ihr macht's halt. Ich weiß, ich glaube, es ist gar nicht Streamlabs, das die Anzeigen da über kaputt macht, das seid einfach ihr. Ja, seid bei ihr. Voll bis Gott! Rippball-Sepp, aufhören jetzt mit Sina zum Schmeißen, I'm serious. Fix Letten, Leute! Fix Letten, Leute! Fix Letten! Wo Ulbier Quad Dankeschön, Smiley Leute. mit Dankeschön. Freudentränen. Dankeschön. Dankeschön. Ich weiß halt nicht. Ich habe ja so das Gefühl, Dankeschön ist nicht genug. Ich weiß nicht, was Herz heute aufwärts. Es geht genauso weiter wie am Samstag. Es ist seit 3 Jahren jetzt dann bald. Ja, im Februar wären es 3 Jahre. Es hört einfach nicht auf. Ich weiß nicht, was da los ist, Alter. Ich weiß es einfach nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe mehrere Sachen nicht. Ich tröte jetzt einfach mal. So, Servus, rest in peace, Bürger. Mr. Headphone User. Also mein Ziel bei den Dornos ist es, dass du meinen Namen nicht vergisst, weil mein Kumpel mal meinte, der kennt dich nach einer Minute sowieso nicht mehr. Ein Ringelstädter. Du hast so einen markanten Namen auf Grundschule vom Ringelstädter. Deswegen musst du mir keinen Zehner in den Arsch einschieben, dass ich deinen Namen vergiss. Und selbst wenn der Idiot im Internet deinen Namen vergisst, dann geht hier keine Welt nicht unter. Hab ich da Das muss nicht 10 Euro kosten, nach der 30 Mal im Jahr. Stop it! Mundhabe-Tritt. Nein, ich sehe halt nicht auf. Ich sag nicht, das ist unfassbar. Was ist der Es Unterschied ist so zwischen surreal, Akne was und einem passiert Priester? da? Ich Die check's halt Akne nach 3 wartet, Jahren bis immer noch sie nicht. pubertiert, Ich bevor kapier's sie ins Gesicht nicht. kommt. Es tut mir so leid, wenn jetzt irgendjemand übersehen hat. Servus, welcome to the Squad Rippball. Merci dir, Chris nach Österreich. Ringelstädter, ich vergiss dich schon nicht. Die Breitis, hab dich da spät. Nein! Nein! Birger, sag das Wort nicht. Das ist wie beim Hund. Das ist wie beim Hund, wenn du das Versehen sagst. Ja, warst du beim Spazieren gehen? Und dann hört der Hund spazieren gehen und kriegt 10 Arbeitsstunden. Schaut so, spazieren gehen und alles, was Birgerin tut, ist. Oh, warum hast du das jetzt gesagt? Aufhören! Maxi, merci dir. Was ist der Unterschied zwischen Akne und einem Priester? Die Akne wartet bis zur Pubertät, bevor sie ins Ich Gesicht... will den Rasen sprengen. Ah, das ist genau mein Humor. Maxi, hätte nicht 5 Euro kosten müssen. Merci dir. Leute, Dankeschön. Ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Duffy, merci. Austrian, merci. Wer ist denn überhaupt da jetzt? Der Foxy ist da. Foxy, merci für den Euro. Namenserinnerung. YGS Squad anwesend. Ja, ich vergesse ja ganz bestimmt. Oh, das ist der Big Mac on Rips. Der wieder nicht rot sagt, wird und nicht kriegst kotzen. Voll wie Squad. Big Mac, merci dir für die Mitgliedschaft. Leute, jetzt kennt ihr euch halt. Es ist 7 nach, in 3 Minuten fangen wir mir einfach zum Spielen, weil das völliger Irrsinn ist. Seit 3 Jahren sage ich das jetzt, dass ich es irgendwann gerne mal ausprobieren werde, ob das 2 Stunden so dahin geht. Das kann ich nicht machen. Ich kann es nicht machen. Das geht nicht. Linze, hörst jetzt du mir auf. Kruzifix, was tust du? Später, ich hab das Wort nicht gesagt. Für den besten bayerischen Streamer auf der Welt. Es gibt da nicht recht viel. Das muss man auch mal dazu sagen. Mann, Sepp, merci. Hast du, merci. Freilich, der Match ist einbahnfrei. Der ganze Schrank ist schon voll. Ab ins Airfield, der Birgerson. Birgerson, so mag er jetzt genannt werden übrigens. Birgerson. Schmaler Grad zwischen Birgerson und Huchre. Nein, sag's nicht. Leute, Dankeschön. Ich weiß nicht, wie ich jemals irgendwie für das genug Dank aussprechen kann und lieber sage ich es 1 Million mal 2 als einmal zu wenig. Vielen herzlichen Dank, aber es ist schon gnadenlos übertrieben. Leck mich am Sack, Alter. Leck mir am Arsch, Alter. Gabriel! Geschaut. Was? Birger streamt und ab in den Stream. Aber was kann man später auch noch schauen? Nie nur jetzt. Rippalsepp, Irrenhaus ist doppelt vertreten. Hashtag Linz. Linz. Man darf Linz übrigens nicht Linz aussprechen, sondern man muss immer sagen Linz. Alter, machst du mal die Donation aus Linz? Ruhe jetzt, Leute! Nein, hast nicht! Nein! This is the forbidden word. Es ist nicht mehr dem anderen Hoppal sein scheiß Name, aber jetzt ist das Wort. Ich schaue gerade Herr der Ringe, nicht Herr der Ringe, Harry Potter. Das ist aber jetzt das Wort, das nicht genannt werden darf. Sag dieses Wort nicht! Das ist ganz Herzhalt jetzt, es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ich will mir einfach nur. Ich drücke jetzt auf Spain, Alter. Ich bin ja schon im Spain drin. Hansel, merci dir. Alter, seriously. Austrian, merci. Rippal, merci. Gabriel, merci. Hasti, Marder, Löwensepp, alle. Vielen Dank. Lasst seine Spenden jetzt ein Stück Ruhe sitzen. Drückt lieber auf den Like-Button. Warum, wisst ihr nicht. Aber, der drückt's einfach. Ja? Ihr habt noch nichts gesehen, ich hab noch nichts da. Ich hab weder was geleistet, noch war ich irgendwie, weiß ich nicht, was. Drückt mal lieber auf Like, damit nichts passiert.
So, Ruhe ist jetzt. Können wir jetzt Donations ausmachen? Die sind jetzt aus. Wie spät ist? Punkt 10 noch. Aus! Schluss! Schluss! Ja gut, für die schalte ich es noch mehr ein. Justizveranstalterin. Voldemort, nein! Welches Wort? Also, Leute, jetzt bitte, please. Wir fangen jetzt zum Spiel an. Ich drücke jetzt im Hintergrund, läuft das Spiel schon. Ich drücke jetzt da schon mehr auf Spielen, weil das Connecten dauert ja einer mal kurz. Mein Monitor ist verdraht. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, was da passiert. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich jemals da Dankeschön sagen soll dazu. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Entweder gefällt es euch wirklich so gut, was wir wieder für einen Scheiß machen, oder ich kapiere es nicht. So, drücke mal auf Spielen, bevor irgendwas ist. Was ist jetzt da? Spielen habe ich gedrückt. Laden in 15 Sekunden. Leute, Basti! Tut sie fix jetzt! Ohne Scheiß, 60 München, welcome to the squad. Voldemort, das darf man immer sagen. Justizveranstalterin, welcome to the squad. Basti, Ruhe ist nicht Zeit. Juhu, da mach ich mit. Nein! Schluss! Da mach IAMID Smiley mit Ich weiß nicht warum. Freudentränen. Ich weiß es einfach nicht. Wo ist denn mein Mauszeiger jetzt? Du jetzt die Connection Sounds ausmachen. Ich bin da. Oh, wir haben da in der Blechhütten. Warte. Hallo jetzt. Leute, dankeschön. Seriously. Jetzt lohnt es euch zurück, holt euch was zum Trinken. Jetzt geht Sneaky Peaky Lootfest los. So schaut's aus. Wahrscheinlich werden wir halt sterben, aber ist egal. Oberste Regel. Oberste Regel an diesem heutigen Tag. Wieso ist der. Wo ist die. Da. So, da sind wir. Da sind wir. So, jetzt schauen wir erst einmal da gefährlich aussehen. Was wir natürlich auch am Start haben. Wer nicht mitmacht, ist raus. Map! So. Wir haben stehen geblieben. Wir gehen jetzt da erst einmal Heisel und spähen in die Zeit, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Zeige ich euch auf der Karte dann gleich, aber ich schaue lieber gleich wieder nach. So, das ist diese Richtung da hinten. Erst einmal die Lage auschecken. Haben da Zombies da oder nicht? Das müssen wir relativ am Anfang machen. Weil da haben wir vielleicht noch ein bisschen der Zeit, bevor es spawnen. Verstehst? Gehen wir jetzt ganz schnell da um. Wenn der Motherfucking voll springt. Ich erkläre euch gleich, was wir da tun, für die neu dabei sind, wo wir hergekommen sind, was wir da haben und überhaupt. Da schauen wir oben. Oder die Straße, dann sieht man das von da überhaupt nicht, oder was? Ich muss da ein bisschen durchs Fenster durchschauen. Ich lurre. Okay. Da ist auf alle Fälle nichts los. So, jetzt passt so. Map! Mir warmen. Jetzt pass auf. Kurze Revision, nennt man das so? Ich weiß es nicht. Start in Berenzino. Ist weitergegangen, ich glaube nach Dubrovka. Oder dann da rauf, dann sind wir irgendwie querfeldein rumgelaufen. Haben wir zu den Jagerzeiten da gegangen, dann haben wir nördlich gegangen, haben wir uns da kurz verlaufen, dann haben wir da rauf nach Severograd. Haben wir links an die Gleise entlang, dann haben wir letztes Mal noch die roten Zeiten da gelootet. Ja, ich hoffe, ihr seht meinen Mauszeiger, ich denke schon. Und dann sind wir weiter nach Westen, die Straße entlang und in den kleinen Mini-Komplex da. Oh, da muss es einen Gickel geben, steht da. Ich habe noch keinen gehört. Ihr? Nein? Und da sitzt man jetzt in dem Haus herin, glaube ich, oder in dem Blauen da. Also auf alle Fälle da. Und das tue ich normalerweise nicht. Aber da jetzt eine Woche fast vergangen ist, wie wir das letzte Mal gespielt haben, können wir ruhig nochmal in die Zeiten da einschauen. Ja? Vielleicht finden wir Munition für unsere Waffen. Und was für Waffen das sind? Ja, jetzt müssten eigentlich auch mittlerweile schon Zombies. Oh! Map vergessen, Entschuldigung. Crossboard, merci dir. Also mir geht es nicht um den Aufruf, aber ich war schon lange nicht mehr live dabei und wollte sagen, bleib so geil wie du bist. So mengen wir die LG aus Oberösterreich. LG aus Niederbayern. Zurück, Bussi aufs Nussi. Bitte lasse das mich wissen, falls ich jemals anders wäre. Ich gebe mir. Beziehungsweise ich gebe mir nicht mir so zum Sei, sondern ich bin nicht einfach so. Und wenn ich irgendwann einmal anders werden soll, dann lasst es mich bitte wissen. Royspot, liebe Grüße an unsere Lieblingsnachbarn. So, der Hashtag Map ist jetzt aus. Der neue Hashtag ist ganz kurz einmal Hashtag Lieblingsnachbarn. Wenn ihr mitmacht, schlägt seinen zweiten Lieblingsnachbarn in Reitleine. Oh, ich habe schon einen Schuss gehört. Links. Schuss gehört. Okay, machen wir mit dir zwei. Legen wir uns einmal hin. Schauen wir, was passiert. Machen wir mal einen Ton ein wenig lauter. Sehr wichtig. So, machen wir lauter, damit wir Steps hören. Irgendwelche Kackspaten umeinander laufen. Ich hoffe, ihr hört was. Inventarcheck. Ah ja, sehe ich schon, dass unser Westen wahrscheinlich ein bisschen kaputt ist. Erst einmal ein bisschen das Zeug reparieren. Das ist einmal. Warum haben wir mir den Gasmaskenfilter in der Hand? Weiß ich nicht. Unser Jagdweste ist beschädigt und feucht. Jagdweste ist abgenutzt. Unser Felder ist abgenutzt. Okay, abgenutzt ist in Ordnung, aber unser Weste können wir reparieren. Da haben wir irgendwo ein Nähset. Den machen wir so. Blicken.
Ja, ist wichtig. Jeder Prügler von jedem Zombie macht das Zeug ein bisschen kaputt und schützt uns, glaube ich, ein bisschen besser, wenn das Zeug richtig gut beieinander ist. Ansonsten sind wir mir schon richtig geil equipped. Wir haben einen richtig geilen Rucksack, der ist ziemlich flach, wenn man sich hinlegt, was nachher, wenn wir mir wirklich ins Airfield schauen, vorausgesetzt, wir finden Munition. Wie viel Munition ist da drin? Nicht so viel. Die kann man doch nachladen, oder? Warte mal. Jetzt habe ich einfach die Munition am Boden geworfen. Hat das Ding ein Magazin? Ja, das Ding hat ein Magazin. Magazin daher. So, tauschen. Erst alles nachladen, was irgendwie Sinn macht. Panzerbrenner, das braucht eine 22er Munition, gell? Wie schaut denn die aus? Was weiß ich, ne? Dominieren. So. Um Zombies leise zum Killen. Und ansonsten haben wir nicht recht viel Munition. Wir haben zwei richtig starke Gewehre. Haben wir tauschen. Magazin. Kombinieren. Magazin rein. Haben wir 10 Schuss drin. Seht ihr nicht, das steht hinter mir, das ist aber nicht so wichtig. Das kann ich euch sagen. So. M16. Da haben wir nicht viel Schuss gehabt, glaube ich. Haben da 10 Schuss im Magazin. Sehe ich das richtig? Ja. Das ist ein richtig starkes Gewehr. Was auch immer. Alter, was passiert denn da? Was ist das? Schon wieder ein halbes Rollkommando da. Grüezi fix, Alter. Was tut denn ihr? Draw me like your French girls. Jetzt hast du Schuss außer da. Was für Schuss habe ich außer da? Ich habe überhaupt keine Schuss außer da. Wo habe ich Schuss außer da? Ich habe keine Schuss außer da. Die Patronen, die 22er LR-Munition, die liegt da, ich hab nichts da. Und stark ist auch wieder nicht die 556 mal. Was? So stark ist auch wieder nicht? Ja, die 556 ist auf alle Fälle stärker wie die scheiß 22er. Auf was ich aber eigentlich hinaus will, ist dieses Gerät. Der Gerät? So. Mit dem da legen wir uns auf die Lauer am Airfield und schauen mal, ob wir irgendwelche Idioten aus dem Leben schießen können. Ha? Sneaky Peaky, da werden wir uns in den Stau reinhocken oder werden wir mal schauen, was passiert. Nein, mit der 10 Schuss M16 werden wir nicht viel zu reißen. Sage ich euch auch gleich schon mal, wie es ist. Was brauchten die für Munition? SIM 62 x 39 und das sicher nicht haben wir, glaube ich, nicht. SIM 62, das sind diese langen Dive da, SIM 545. Panzerbrechendes, irgendwas und sonst haben wir nirgendwo eine Munition, glaube ich. Nein, nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. So. Achso, du meinst von der Pistole vorher habe ich Munition aus, oder ja, da habe ich aus Versehen auf Reload gedrückt. Dann zieht da einmal ein Dings zurück und dann fliegt halt die kleine Kugel raus. Mein Gott, haben wir Pech gehabt. Von der L22 Munition haben wir sowieso ziemlich viel. Was wir mir aber brauchen, ist hauptsächlich für Sniper-Munition. Ja, die werden wir jetzt wieder schulden. Haben wir mit Pistolen unten drin? Ja, haben wir. Und dann da die jetzt sagen, Map. Wir gehen wir aussehen, die Straße aussehen und dann rechts. Und dann nochmal zu den Zeiten und dann schauen wir, was da los ist. So schaut's aus. So, wir haben ja mittlerweile so equipped, wenn uns jemand sagt und er hat eine Waffe, dann wird auf uns geschossen. Da wird gar nicht mehr lange umeinander getüdelt. Da brauchen wir uns nicht wieder. Wir haben ein Full Camo. Und überhaupt und sowieso. Was haben wir da drin? Kartoffel. Also auf Kartoffel brauchen wir nicht, wir haben Helgsteaks. Der Pro-Gamer von Welt hat Helgsteaks dabei natürlich. Oh, da guckt der Zombie umeinander. So, und da möchte ich quasi hindrehen. Scharfschützengewehr auf 4. Mit Waffenwechseln, wie geht das? Das ist nicht 4, doch ist schon 4. Ja, da kann man richtig weit reinzoomen. Wenn jetzt da Zombies umeinander steppen, dann würde ich sagen, da ist jemand dort. Aber ich sehe keine Zombies, darum bewegen wir uns mir da in der Mulde her unten nochmal durch die Zeit da durch. Da haben wir jetzt auf die schnelle... Map! Entschuldigung! Ja, ich hab da halt hinterher geschaut in die Zeit da und da waren keine Zombies, das sagt mir, da ist keiner. Manche Dinge ändern sich nie. Da noch mehr raus, damit sie ja seht, was ich da hab. Ja, mal kurz lurren. Ja, der ist, glaube ich, gerade gespawnt. Aber das ist uns wurscht. Jetzt nehmen wir mir die Pistolen raus. Sneaken wir uns da leicht hin. Dann hoffen wir, dass seit letzter Woche halt da neuer Loot gespawnt ist.
Achtung, 5 Noob-Minuten. Loot ist quasi das Waffenzeug und Items und Gegenstände, die man finden kann. Und der Spawn ist, dass das halt wieder erscheint. Ich meine, das ist ja nicht bloß einmal mit Gegenständen da überall gefüllt, sondern immer wieder. Also da ist mal wieder was dort, aber das dauert halt eine Zeit. Und nach einer Woche ist schon was Neues dort. Müssen wir bloß schauen. Vielleicht hat da der eine oder andere nicht. Oh. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, 2 gesehen. Ja, müssen wir mit der Dings da schlagen. Da ist er blöd, das ist ganz schlecht. Okay, jetzt haben wir Nummer 1 ist down, müssen wir uns verbinden. Der blöd, ist die Anzeige rechts unten, der Cut mit dem kleinen da unten raus. Drauf! Du Penner! Au! Au! Die Hälfte schreit schon, du Mistkippe, du! Du Futzengrober! Grutzi, fix, Mops! Wieso triff ihn denn da nicht im Eck hinten, du Spacken? Alter, der tut mir voll ganz schön weg, ey. Grutzi, fix noch. Wo ist er nicht hin? So einfach tot. Leuchtspurmund. Und schon haben wir 2 Schuss gefunden. Müssen wir bloß schauen, ob die was dabei haben. Rauchgranaten brauchen wir nicht. Nehmen wir nicht mit. Eigentlich hätte es das Schießen sollen, das wäre viel schneller gegangen. Hätte ich eigentlich gleich beim Einigen das Schießen sollen. Soll ich da was sagen? Jetzt essen wir schnell ein Helchsteak. Erstens, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Ich mag da eigentlich nicht zu lange bleiben. Diese Spots, ja, mit diesen Militärzeitern und so, sind natürlich auch gern von anderen Spielern besucht. Und wir haben ja nicht viel, um uns zu wehren, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wir schauen, ob wir da rumkommen. Ich werde schon sagen. Leise. Oh ja, da liegt noch ein bisschen was umeinander. 10 Schuss. Geht das in dem 16er? Ich weiß nicht. Im Magazin. Nochmal ist im 62er Mund. Das kann die passende sein. Nochmal Munition für den 16. Haben wir da Wanderjacken. War schon mal ein Spieler da irgendwann. Da spawnt, glaube ich, keine Wanderjacken herin. Dann haben wir. Haben wir da 25 Euro? Ja, nehmen Sie mal mit, weil es wurscht. Ja, brauchen wir nicht. Können wir das nicht mehr nehmen, oder was? Weiß ich. Ja, wir sollten Zombie-Step sein, dann werfen wir das AK-Magazin weg und nehmen das mit. Ich bin mir nicht sicher, ob das in dem 16 reingeht, wahrscheinlich nicht, aber da habe ich jetzt kurz Zeit zum Schauen. Einmal den Fußboden. Da liegt überall Zeug, aber man hat das ich nicht sehe. Das ist irgendein komisches Magazin, aber keine Ahnung was für uns. Keine Schuss drin, interessiert uns nicht. Und dann gibt es draußen nur einen Container. Schmeiße das komische Magazin und einen Filter weg. Eigentlich, ja, da hinten haben wir noch was schon, ja? Ja, nochmal ist im 62er Munition. Easy. So, jetzt müssen wir noch ausmisten, der wir dann auch noch in Ruhe. Und dann verpissen wir uns von da wieder. Wie gesagt, das ist kein so ein halbscharig Feuerserver mehr wie bei unserer letzten Session. Was in Gottes Namen ist denn das? Rauchgranate. Abflug. Und dann meine ich, werden wir auch nochmal unsere Kleidung reparieren müssen. Ach, der Zombie, sechs den Zombie auf dem den habe ich erschlagen, dann ist er einfach aufs Zelt, da hat er sich aufgebeamt. Ja, alles klar, Mr. Zombie. Alles richtig gemacht. So, Abflug, Straße überqueren, weg hier. Abflug, Abflug, Abflug. Leuchtspur wird unauffällig. Scheiße, das stimmt, das war alles Leichtspurmunition. Gell? Haben wir normale Munition auch? Weiß nicht, werden wir gleich sehen. Schau mal, braucht das Ding ein Magazin? Nein, das ist ein Repetierer, oder? Ein Repetierer hat grundlegend kein... Hat ein Repetierer... Oder kann ein Repetierer Magazine haben? Schon. Das macht überhaupt keinen Sinn. Man muss die Kugeln da einzeln einladen, oder? Also so klick, 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 klick und dann kann man so halt schießen, repetieren. Oder? Magazine nicht, Clips, oder? Clips gibt's, ja. Oh, scheiße. Oh fuck, die hat mich gesehen, die Alte. Ich glaube, die Alte hat mich gesehen. Ich muss noch mit zurück ins Heisel, müssen wir unser Zeug. Oh. Er hat mich schon gesehen. Ja, die da schlungen wir schon. Sag ich, ja, da die. Du, ja, hast der Nebenkarl, hab's genau gesehen. Du Alte, Brunskachel, du! Ja, renn ein wenig behindert im Kreis mit deinem Jogginghose. Was ist los mit dir? Ja, noch was zum Essen dabei? Wo ist denn jetzt?
Würmer ausgraben. Ich mag keine Würmer ausgraben. Ich mag mich jetzt da drin verstecken und dann jetzt drüber wolten. Und los geht's. Los geht's. Gehen wir in die andere Bude. Vielleicht gibt es da noch ein wenig einen Loot. Oh, da müssen wir kurz leise sein. Sonst hört uns die Alte da hinten. Die brauchen wir jetzt ja gerade nicht. Das ist auch ein netter Indikator, wenn jemand kommt. Was haben wir da? Klebeband brauchen wir auch nicht. Was haben wir da? Schlagring! Ha! Haben wir eine saubere Pfutzen. Da was drin? Schränkel was drin? Nö. So, wie ist unsere Jagdweste? Abgenutzt. Kampfanzug abgenutzt. Kampfhose abgenutzt. Der Rucksack ist beschädigt. Weißt du, wir kommen den gleich wieder richten. Auch mit einem Lederset, glaube ich, gell? Fuck. Oder mit Klebeband. Ich hab da Klebeband, das haben wir letztes Mal, glaube ich, schon probiert, aber ich weiß es nicht mehr. Wieso kann ich jetzt da, nimm das Klebeband? Nein, geht nicht, scheiße. Ja, kaputt gehen soll er dann natürlich nicht. Aber hilft jetzt nicht. Hilft jetzt nicht. Der weißes Mulis geht schon wieder! Und alles! Weißes Mulis! Freilich kann ein Repetierer ein Magazin haben. Das sind Sachen, die weiß ich nicht. Wie gesagt, die kämen mit Waffen nicht aus. Aber egal, jetzt schauen wir mal, was wir da erwischt haben. Was ist da drin? 5,56er 45 mm Munition. Und was braucht das? Ah ja. Jetzt pass auf, kann man das? Haben wir das? Na, das passt da nicht rein, oder? Warte mal. Das Magazin da oben. Aber wir haben ein zweites Magazin. Haben wir schon mit 20 Schuss für die M16. Das ist schon mal nicht schlecht. Und das da unten rein schon? Das Magazin passt nicht. Aur-Magazin. Das ist aber für was für Sturmgewehr ist denn das? AK? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich wirf's am Boni. Ich brauch bloß unnötig Platz. Hilft uns nicht weiter. Waffen sind gut beieinander. Sind abgenutzt, aber das hilft nicht. So, jetzt wir tauschen. Nein, aufhören. 5 Nase. Hab dritt leider keine Zeit heute. Liken geht aber. 5 Nase, absoluter Ehrenmann. Bussi aufs Nussi, merci für den Zwickel. Mike, die hab ich übersehen. Mr. Sneak Knight, die hab ich auch übersehen. Dankeschön, Leute. Bitte chillen. Unseren Filter schmeißen wir weg. Brauchen wir nicht. Ich glaube, unsere ABC-Handschuhe behalten wir uns einmal noch, weil ich das gerne ausprobieren. Oh, wir haben sogar Granaten schon hin. Ich habe auch schon wieder total vergessen. So, jetzt lassen wir mal das Ding mit Munition. 5, 56er. Wie viel Schuss haben wir da? 13. Kombinieren. Magazin sauber befüllen. Dann probieren wir mal was. Nehmen wir mal das M16 oben. Wenn ich jetzt auf R drücke oder lang oben bleibe, steckt da ein Magazin ein. Was passiert jetzt, wenn ich nochmal lang oben bleibe, tut er dann das andere Magazin ein? Na, dann tut er einfach nichts. Aber gut, wir haben ja schon einmal 20 Schuss für das Ding. Ja? Das muss wahrscheinlich in der Westen drin sein, damit man es auch sofort benutzen kann. Glaube ich. Muni aus Mag. Was? Moon außer aus dem Magazin. Was für. Hä? Da ist keine Munition. Ach doch, da ist eine Munition drin. Stimmt, die irgendwann, das sind 14. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Magazin leeren. Wer da wieder aufpasst hat, zauberhaft. Ich hab's wieder übersehen. Ich sag das, was es ist. Hätte jetzt wieder nicht dran denkt. Aber das sind natürlich M16 Schuss. Die können wir brauchen, aber das Magazin selber schmeißen wir weg. So, jetzt haben wir da die wichtige Munition, die wir mal da auf. Und dann nehmen wir mal unser Scharfschützengewehr und schauen wir, was wir da einpfladern können. Was haben wir da? Das können wir kombinieren. Ja, es sind 62 mit 31 Leuchtspurmun. Ist halt Leuchtspurmun. Erkläre ich gleich, was das ist. Für die Leute, die es nicht wissen. Ich hab's auch mal nicht gewusst. Ohne Panzerbrechende. Sind 62 mal 39. Und zwar noch mehr Leuchtspurmun. Okay. Haben wir 15 Schuss, das ist akzeptabel, damit lässt sich was anfangen. Natürlich braucht das Teil ein Magazin. Jetzt brauchen wir für das Ding nur ein Magazin. Oder kann ich da ein Ding einstecken? Ja, das ist ein bisschen madig. Hä? Das ist ein bisschen madig. Jetzt haben wir halt einen Schuss da drin. Dann können wir die Luft halten. Ja, schon eine Zeit. Jetzt haben wir halt einen Schuss da drin. Fuck. One shot, one kill. Du sagst es. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, gell? Jetzt können wir eine Entscheidung treffen. Jetzt können wir mal eine Entscheidung treffen und zwar, jetzt schauen wir mal noch, was da drin ist. Oh, da ist alles voll mit Health-Stacks. Also ums Essen brauchen wir uns keine Gedanken nicht machen. Map. Wir sind jetzt exakt da. Zoomen jetzt einmal raus. Dann neben so einem Berg, der offensichtlich Borat heißt. Und
Da war es Airfield. Sollen wir PvP-Action gehen? Full-Action PvP? Zumindest einmal von der Seite einmal reinluren, dass wir so ein bisschen über das Airfield sehen, irgendwo in die Stauern drin einmal luren. Sagt's ihr? Rein in die Olga! Das darf man sonst, letztes Mal haben wir vielleicht nur gelut. Wir stehen mal ganz schön stabil da und wer immer uns umbringt, hat einen Haufen Zeug. Kurzer Check. Wir haben genug zum Trinken, wir haben genug zum Essen, wir haben ein paar Schuss, wir müssen uns da drinnen nicht aufführen wie die allerletzten. Und das war's. Interessiert uns eigentlich nicht. Ein bisschen Space zum Looten, falls wir irgendwie irgendwas finden und doch eingängen. Was ist denn eigentlich das da? Irgendeine Scheißpistole, da kann man eigentlich auch mit die Munition außer da aus den Magazine. Wer flippt da schon wieder? Hauptmann! Wolltest du nicht einmal die Fischreisen aktivieren? Ja. Ich wollte aber auch das Scharfschützengewehr mal aktivieren. Ich fürchte, das werden wir als erstes tun. Hoppala! Map! Hoppala! Entschuldigung! Ich tue da nichts Besonderes. Ich tue bloß Kugeln raus. Ja, ich beschreibe es euch eh so bildhaft, ihr könnt es euch ja bildhaft auch vorstellen. Ja, das wird halt ein DayZ-Podcast. So. Ich schaue jetzt gerade ins Inventar und schaut gut aus. Wir haben ja sogar 3 Flaschen zum Trinken. Schaut euch das an. Tun wir die Granaten da oben auf. Map! Schaut gut aus. Ja, brauchen wir nicht. Das der wir noch auf. Da. Brauchen wir überhaupt das komische Visier da? Ich hätte mir halt gewünscht, dass man das auf dem M16 draufbauen kann, aber das kann man leider nicht. War halt schon ganz geil. Nein, das hat nicht einmal irgendein Visierslot. Deswegen mag ich eigentlich das M16 nicht. Erstens, weil es ein verdammter Burst ist. Also der schießt immer mit einem Schuss so 3 Kugeln, das hasse ich auf dem Tod. Und Kimme und Korn, also Iron Sights, hasse ich noch mehr, weil ich nichts sehe. Der Viertel die Bildschirm ist einfach, sehe ich nichts. Da krieg ich's kotzen. Aber gut, für Nahkampf 3 Salven können wir abgeben, müssen wir da ein bisschen genauer zielen. Das hilft ja sowieso nicht. Ja gut, dann heißt das für mich aussehen und links. Wo positionieren wir uns? Wir positionieren uns, wir sind da herum, wir laufen jetzt erst einmal der Straße da entlang, gehen wir vielleicht an die Gleise da entlang, haben wir da herunten vielleicht einmal zwei Jagerstand oder so. Da haben wir reinschauen. Der da zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, letztes Mal haben wir da halt gemacht, oder? Sollen wir da mal hergehen? Gehen wir mal da her. Das ist unser Ziel. Gehen wir mal da her. Oder wo ist denn der Berg außen und um? Nirgends wahrscheinlich. Oder gehen wir auf die Burg auf und schauen wir von da einmal oben. Ich glaube, wir gehen mal auf die Burg. Nehmt die Burg. Burg hört sich gut an. Da ist dieser genau geradeaus im Süden, Berg auf. Aber da können schon Bären und was weiß ich, was soll es sein. Auf die Burg, die schauen wir uns an und dann snipen wir mal oben. Die ist zwar wahrscheinlich 1 Kilometer weit weg, dass wir nichts sehen, aber scheiß der Hund drauf. Jo, dann los geht's, da ich sagen. Wer war das wieder? Der Hauptmann. Du nimmst die jetzt sofort her, ich zahl schließlich. Das Problem ist, ich lass mich nicht zahlen. Wenn jemand zahlt, tu ich es erst recht nicht. You watching the wrong streamer, my friend. Außerdem haben wir weit und breit kein Wasser nicht da. Wenn wir an einem Wasser vorbeikommen, probieren wir es aus, versprochen. Bis hier haben wir wahrscheinlich 3 mit tot, aber es ist nicht so wichtig. Das sind nur die Informationen, die unterschlage ich jetzt einfach. Dann schauen wir da noch schnell rein, ob wir was Brauchbares haben. Oh, ein gutes Hacke. Eine Spaltaxt. Was haben wir? Können wir nicht mitnehmen. Scheiße. Ja, scheiße. Können wir nicht mitnehmen. Haben wir schon 2 Sachen. Bin ich jetzt der Schrucker? Da hinten steht einfach einer. Ja, das ist für euch vielleicht nicht so leicht zum Singen, aber ich hab ihn gesehen. Da schau. Peng! Bürger, Maul halten, aufwerfen, Berg. Auf. Nein, du sollst nicht zuhauen mit dem Kompass, du Spacken! Du sollst straight Richtung Süden laufen. Voll Trottel. Du Trottel! Der Lili schreibt, Bürger, positionier die am Wald nahe die Zelte. Airfield oben rechts. Jetzt werden wir jetzt mit die Lage auschecken, wie es da unten ausschaut. Dann schauen wir weiter, Mr. Lili. Ich dachte, er wirft den Kompass jetzt weg. Nein, das geht anders. Ja. Schön. Immer, liebe Kinder, immer beim Bahnübersteig erst links und einmal rechts und so weiter. Da geht's für ganz schön weiter auf den Berg, gell? Tust du mir nicht runter. Ich hoffe, dass wir keinen Bären nicht sehen, sonst sind wir einfach gnadenlos gefickt. Und da hinten, da leicht irgendwas komisch grün. Sehe ich nicht. Keine Ahnung. Auf den Berg und runter mit die Ski. Da liegt
2 Zentimeter zwingen Schnee, fürchte ich. Mich wundert ein bisschen, dass man die Burg von da unten noch nicht sieht. Wie ist denn eigentlich die Videoqualität? Sagt's mir mal lieber das. Weil, wenn ich da so durch den Wald laufe, dann glaube ich, tut sich der Videocodec da relativ schwierig, das sauber da zu stehen und dann ist es alles ein bisschen verwischiwaschi. Wischiwaschi, Dischi-Daschi und so. Geht so, gell? Ja, der Flugbison schreibt schon, geht so. Wegen schlecht, Kacke ist, Codec macht Brut im Wald. Ja, im Wald ist immer Kacke. Da ist die Verarbeitung seitens Twitch, seitens YouTube und so weiter. Die weiß doch nicht so recht, wie es damit umgehen soll und dann schaut alles ein bisschen scheiße aus. Aber ich eile. Ja? Mr. Chameleon sneakt im Vollsprint straight to the woods. Through the woods. Geile. Aber mir schon noch richtig. Meiner Behinderung. Du jetzt, nein, du sollst nicht das Gras oder du sollst einen Kompass raus. Kim. Alter, das war's genau jetzt von den Beinen. Ich meine, das ist der Zombie-Sepp. Bei dir, wenn du dich schnell bewegst, wird's pixelig. Ja, das denke ich mir schon. Ja, ich mag jetzt nicht erklären, wie so ein Videocodec funktioniert. Ist unwichtig. Auf alle Fälle hat es damit zu tun, dass alles ziemlich gleich ausschaut. Und nicht recht viel Farbkontrast und unterschiedliche Farben und so weiter und so fort. Ich eile zur Burg, allerdings fürchte ich, wird es da auch nicht besser, weil da ist dann anstatt alles grün, ist alles grau. Aber sag's keinem. So, ich bin ja gespannt, ob wir mir. Ah, da ist die Burg, ich sehe die Burg schon. So, jetzt werden wir erstmal spähen. Erst einmal die Burg erspähen. Da. So, und da müsste es jetzt eigentlich unmittelbar besser sein. Ich möchte bloß schauen, dass da nicht unten irgendwo jemand umeinander läuft und gerade genau denselben Plan hat wie ich. Und da schon irgendwo oberspäht. Was ist das für ein Zipfel, der da außen steht? Das ist keine Waffen, das ist schon mal wichtig. Okay, passt. Lauft mal langsam weiter. Was da das? Gichtfotzen! Die Quali ist so meh. Ich hab schon Angst gehabt, ich hab ein Schlagerl. Nein, das liegt nicht an euch, das liegt auch nicht an mir. Es liegt nicht an euch, aber es liegt auch nicht an mir. Das sagst du das nächste Mal zu deinen Leuten, wenn du Schluss machst. Du sagst, es liegt am YouTube-Codec, Alter. Da kennt sie sich gar nicht aus. Und währenddessen so einen verwirrten Blick aufsetzt, Entschuldigung, laufst ganz schnell davor einfach. Videoquali like a Stor. Ja, it is what it is. It is what it is. Da oben. Headshot, Bitch. Ich glaube, die Burg an sich. Waren wir da letztes Mal heim? Ich bin mir nicht sicher. Wir waren mal auf einer Burg, das weiß ich, aber ob das die war, weiß ich nicht mehr. Schaut jetzt einmal, dass Asset-mäßig und Aufbaumäßig das genau das gleiche Modell sein wird. Nehme ich ganz schwer an. Da hat es sogar Fenster, die Burg. Schauen wir uns an. Schauen wir uns an. Auf alle Fälle wird es schon wieder finster. Das ist der Teil, der mir gar nicht gefällt. Warum geht denn da schon wieder zu. Da hinten gibt. Nein, das war überhaupt nicht der Mond, das war mein weißes Zielfernrohr, du Mongo. Birge, du Mongo! Sogenannter, selbsternannter Pro-Gamer. Bist du ein total ahnungsloser, das ist ein Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Da sollen wir mal die Wegbeschreibung anschauen. Liegt da Loot auf dem Zeug? Schau hier! Da liegt Zeug! Waffenpflegeset! Schmeißen wir uns es weg, nehmen es rein. Was war das für ein komischer Schäbere? Aber bloß ab. Wie bei M16. Putzen halt abhauen. Das ist interessant. Das einzeichnet, wo wir sind. Interesting. Und cool. Der LeBron lebt immer noch. Ja, er heißt jetzt nicht mehr LeBron. Er heißt jetzt Chameleon. Weil er ist so gut wie unsichtbar. Er ist quasi, wenn er sich in den Stauen hockt, dann wird er zu Stauen. Ich hab einen Kickgeil gehört! Dem schieß ich gleich die Arsch! Oh, da haben Fake-Kicker, Leute. Da geht's zu im Aufschlag. Crossbot! Bitte druck auf F4, bevor. Was? Auf F4, bevor es das an Gegner rennst. Was? Bitte druck auf F4, bevor das an Gegner rennst. Hab ich nicht gewusst. So, jetzt haben wir das Stinkefinger-Chameleon. So schaut's aus. Also ich hab gewusst, dass es geht, aber ich hab nicht gewusst, wie. Oh, man kann sogar sprinten mit dem Fackfinger. Nein, doch nicht. Oh, Herrengickerl. Gockelmann. Ich sehe einen Gockelmann da unten. Oh, den lass mal leben. Lass mal leben, oder? Der gute Gockelmann. Oh, da haben Zombies herum. Schau hier. Hat der Militärgewand da? Nein.
Ja, aber ich möchte rauf. Es kostet, es ist mir jetzt nicht wurscht. Ich will da rauf. Außerdem schaut's nicht, wenn man da mal ein bisschen Aimen übt. Headshot, Bitch. Vielleicht hat er was dabei. Nein, das kann man eben nicht anschauen, weil Zombies eben nein, doch nicht im Boden verschwinden. Was hat er denn dabei? Ein Apfel, einen getrockneten. Im Friesi nicht, da wird man bloß so schlecht. So, in welche Richtung ist jetzt das Airfield eigentlich? Richtung Süden. Ja, wahrscheinlich in die Richtung da. Weil es eigentlich geil, wenn wir da oder da aufgehen. Schau mal. Du, da schau mir ihm direkt nach. Sag die Burg her. Give me an overview. Wahrscheinlich ist da gleich wieder jemand herin und der schießt mich. Weg schon gekommen. Ja, da haben die Leute schon hin. Zaun. Haben die Leute schon ein Lager eingebaut. Anschläge. Anschläge sind's. Lauter als Anschläge. Überall sehe ich bloß Anschläge. Oh, Schuss aus der Richtung. Also Himmelsrichtung. Irgendwo da, glaube ich. Habe ich es jetzt nicht richtig rum auf? Ich glaube schon. Da kann man verfickt weit schauen. Schau dir das an. Brudi. Was liegt da? Das? Papier brauchen wir nicht. Aber man, ich schätze nicht, dass wir bis zum Airfield sehen werden, oder? Weil doch ein bisschen zu viel des Guten, hä? Aber man sagt vielleicht schon verdammt weit, gell? Ein Jagdmesser. Zweites, das nehmen wir schon mit. Das nehmen wir mit. Weiß mich hoch. Da schauen wir jetzt einmal. Da liegt voll der Loot schon hin. Glitscht wieder alles umeinander wie Sau. Zeig mal Spiele soweit, zeig mal Player Models soweit. Ich hab keine Ahnung wieder. Da unten. Schau dir das so wie weit, dass man das sieht. Ja, da kann man schon rein snipen ins Viech. Was noch ganz geil war, war ein Entfernungsmesser. Dann kannst du, das seht ihr jetzt da ganz knapp, da. Da ist quasi das Zielfeuer auf 200 Meter eingestellt. Das heißt, auf 200 Meter Entfernung trifft das Ziel genau. Ansonsten hat das Ding einen Bullet Drop, dass beim Schuss die Kugel abfällt und dann weiter unten trifft. Ab 200 Meter und weiter. Und das muss man halt schätzen. Und das habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Und darum werde ich wahrscheinlich keinen einzigen Schuss nicht treffen. Messer plus Zielfeuer ist gleich Entfernungsmesser. Sprengen, du bist wirklich der allerkaputteste, der da herin umeinander guckt. Das ist alles, was ich weiß. Schauen wir mal da, wie ist dieses Airfield da unten? Schaut mir nicht, ob es Airfield. Wollen wir das mit Map her? Map! Okay, das ist ja südwestlich. Eigentlich 45 Grad Winkel südwestlich müsste das Ding sein. Wo ist Südwesten? Genau da. Ja, da sehe ich von da, dass ich bloß grau sehe. Du mehr. Oder oben. Nein, vergessen. Kannst du vergessen. Außerdem war es ein sauberes Gras. Ah! Map! Entschuldigung, ich schau nur mehr oben. Da, wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Ich weiß nicht, hat er Blähungen oder was ist denn sein Problem? Ja gut, haben wir die Burg auch wieder mal gesehen. In der Burg gibt es offensichtlich einen Scheißdreck. Xeno, drück mal H, dann zeigt es dir den Kompass oben im Bildschirm an. Was? Wenn ich auf H drücke, passiert gar nichts. Das habe ich aber auch nicht umgestellt, keine Ahnung. Gut, das war, da ich aber auch zum ersten Mal hören. Sag ich dir, wie es ist. Hab ich noch nie gehört. Sag ich dir, wie es ist. Sondergrüntag! Grüße von oberhalb des Weißwurst-Äquators. Grüße aus Franken. Grüße aus Niederbayern. Bussi ins Nussi. Mit Schmackes, oder? Mit Schmackes, das ist also... die lustige Menschen, die sie preisen. Ein paar lustige Wörter haben's schon. Schmackes. Mit Schmackes ins Fressbrett gejodelt. Gefällt mir. Komm mal lassen, ein paar Sachen gibt's, Alter. Knorke. Knorke ist seltsam. Ich finde es gibt mehrere so. Weißt du, was ich für ein ja gut, das hat jetzt mit Hochdeutsch oder Bayerisch nichts zu tun. Was ich noch ganz... Denk mal über das Wort Strapse nach. Denk einfach mal über das Wort Strapse nach. Warum? Wer war der erste Mensch der Welt, der sich denkt hat so... Keine Ahnung, wie man das nennen, aber ich würde sagen Strapse. Und daraus wurde... Da pfeift der Straps. Strapse, Handpanzerlauf. Ja, kenne ich. Keine Ahnung, von was du redest, aber ich kenne ich. Wo laufen die eigentlich schon wieder hin? Ich bin einfach aus der Burg aus, wir müssen Südwesten. Alter. Jetzt bunkern wir uns da mal kurz her. Müssen wir nur mit Map schauen, das hilft nicht. Südwesten bis.
Wir wollen ja irgendwie, ja, da so in dem Wald umeinander. Ne? Da so in dem Wald rein. Deswegen müssen wir jetzt eigentlich fast ein bisschen straight westen. Ne? Wir müssen fast ein bisschen straight westen, ja, in die Richtung. Also, was mir jetzt. Hoppala, hat mich dran. Entschuldigung. Map! Ich weiß schon. Entschuldigung. Ja. Vielleicht nochmal Hellsteak gepflegt, damit wir uns nachher nicht mehr ums Essen kümmern müssen. Das war ganz recht. Den Scheiß jetzt da oben. Dann, oh, schau die Schiene, God Ray so. Wunderschöne God Ray. So, wahrscheinlich sagt aber bei euch der Videocodec schon wieder Arschlecken. Schaut wieder aus wie hingeschissen. Alles ist grün. Außer der rote Stern da vorne. Was ist der rote Stern da vorne? Tu den roten Stern da vorne weg. Na, weiter geht's. Tu mit Sicherheits-M16 aus. Ich da schon einmal. Ja, ob ich mit dem Teil halt auch halbwegs anständig aimen kann, wenn's drauf ankommt, ich hab keine Ahnung, wir werden sehen. Ich werde schießen wie ein geistig Behinderter, weil ich halt von Call of Duty gewohnt bin. Was? Mein Lieblingspreisenwort ist Bagalut. Was ist ein Bagalut, Alter? Was ist das? Kann man es essen? Ich weiß das nicht. Du, ich weiß das nicht! Ich muss immer nur über Strapse lachen. Das ist ein Weird Boner Alert. Ich muss lachen und gleichzeitig möchte ich schleudern. Schlimm. Eine Eule. Haben wir schon eine Eule. Wann ist wieder Tag? Es soll hell werden. Ich mag nicht in den Finstern durch das scheiß Zielfeld und schauen der Greenscreen kaputt. Warum? Was ist denn das schon wieder für ein Schlaganfall? Aufhören. Go away. Greenscreen ist wirklich ein bisschen kaputt, gell? Muss ich mich schnell am Boni legen. Das hilft jetzt nicht. Das muss ich jetzt schnell einstellen. Nur das hilft nicht. Weil ich weiß nicht, ich stehe da nichts an dem Scheiß. Warum geht's denn einmal, nach 10 Mal geht's auf einmal dann nimmer? Machen wir mal 5. Mal 5. Das müsste jetzt besser sein. Besser? Ich glaub schon. Mir nervt's ehrlich gesagt auch ein bisschen. Weil mir so viel mir geben mit dem ganzen scheiß Vorhang gedöns und was weiß ich was und dann ist er wie Kacke. Achtung, Bär! Nix Bär, ich hör noch keinen. Alter, chill deine Knirschein, was ist mit dir? Birger, der Merch, wo ich bestellt habe, ist noch nicht da und ich frage mich die ganze Zeit, warum? Grüß aus Ansbach, Mittelfranken. Du, das ist die Frage, wann du bestellt hast. Wenn du vor 10 Minuten bestellt hast, kann ich dir schon sagen, warum. Erst einmal, warum dann ein 20er? Hättest du halt einfach nur ein T-Shirt gekauft, du besoffener Vielen lieben Dank. Ich hoffe, das Zeug kommt. Wenn's länger wie 4-5 Tage dauert, dann lass es mich bitte wissen, weil dann schreibe ich die Leute an. Die gehen mir nämlich momentan, hoppala, sowieso ein wenig auf den Sack, muss ich sagen. Die das regeln. Für mich. Das tue ich nämlich nicht an, also ich verschicke die Sachen nicht selber. Das wissen aber alle, denke ich. Hoffe ich. So, was haben wir da? Ich glaube, über Mähdrescher spät. Weil wenn das kein Pro-Gamer-Auge nicht war, dann weiß ich es auch nicht. Oder das ist ein weißer Pixel, 8 Kilometer am Horizont! Das ist ein Mähdrescher! Was weiß es sonst? So, jetzt ist bloß die Frage, wo wir genau eigentlich hin müssen. Wo wir genau sind. West, Südwest müssen wir irgendwie. Und da muss irgendwo ein Bauernhof sein mit einer langen Schupfe. Und jetzt wird. Ja, ich höre schon aus der Richtung her, ist schon Schuss. Ja. Hab 4XL bestellt, gefühlt was aber nur 2XL. Mr. Killer Leo, wenn's nicht passt, zurückschicken, um Gottes Willen. Cybergamer, ich weiß überhaupt nicht, was ich überhaupt zum 20er sagen soll. Dankeschön, Bussi aufs Nussi. Allerdings glaube ich, ist mittlerweile mal wieder eine Ansage notwendig, warum wir den YouTube Superchat nicht benutzen. Sondern den Donation-Link in der Beschreibung. Weil ich glaube, keiner von euch hat vor, YouTube den ganzen Scheiß in den Arsch zum Schirren. oder nicht Hälften war immer übertrieben. Aber da ein Teil der Steuern in die USA abbezahlt werden, ist grob ein Drittel. So, was ist jetzt das für kleine Hütten da? Da gehen wir jetzt einmal rein. Dann trinken wir mal was und checken wir die Lage. Da wird auf alle Fälle schon wild geschossen in Laufrichtung. Sehr wild. Was haben wir da? Kapuzenpullover. Brauchen wir nicht. Hey, Gichtfotzen! Was sagt der Uhu mit Sprachfehler? Aha, zum Thema Uhu, haha. Oh Mann, das ist genau mein Humor, ich sag das, was ist. So, jetzt lassen wir mal was trinken. Dann nehmen wir jetzt unser Wasserflascherl. Oder was nehmen wir? Was macht denn da mehr Sinn? Ja, nehmen wir das. Gibt uns Energy. Machst du mal einen sauberen Energy rein jetzt? Warum gibt's denn im Spiel kein Monster? Schlechtestes Spiel ever, Alter. Cybergamer, welcome to the squad! Pussy aufs Nussi, danke für die Mitgliedschaft.
Gewand trocknen. Du wirst jetzt wohl selber nicht glauben, dass ich 5 Meter neben dem Airfield anfange, Feuer zum Zünden. Bist du volltrunken, mein Freund? What the fuck are you talking? Das ist mir wurscht, dann bin ich halt nass. Das ist mir Sacke, Alter. Das ist jetzt vielleicht ein relativ ungünstiger Zeitpunkt. Was auswinden? Das ist nicht mehr nass. Auch nicht mehr nass. Hoppala. Auch nicht mehr nass. Wir haben ja übrigens nicht mehr nass. Oh, die Schuhe haben nass, aber ich glaube, die kann ich nicht auswinden. So, genug Mimis für heute bastelt. Was Mimis schon wieder bastelt heute? Tanz der Wolf! Der, ich bin seit langem auch wieder da. Das habe ich mir gerade gedacht, wo ich deinen Namen gelesen habe. Merci für deinen Zwickel. Löwensepp, und du gibst jetzt auch mehr Ruhe mit deinem Euro. Die Schuss sind, glaube ich, von einer langsamen Waffen. Ja, auf Sniper halt. Gichtfotzen, welcome to the squad. Leute, bitte reißt euch zusammen. Dankeschön. Von ganzem Herzen, Dankeschön. Bussi aufs Nussi. Wir schleichen uns jetzt. Oh, da wird ganz schick. Leute, da wird ganz schick geschossen. Da wergelt man jetzt eine. Halten Sie sich bereit, da wird eingewergelt. Gichtfotzen, merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Maxi Taxi, ebenfalls. Dein Merch ist super. Glaub mir bloß. Was? Gab bei mir bloß ein Problem mit den College-Jacken, die färben saumäßig ab. Aber hab das Geld zurückgekriegt, ging auch alles ruckzuck. Genau das wollte ich hören. Also ich wollte nicht hören, dass einmal nicht irgendwas nicht passt, aber Hauptsache du kriegst dein Geld wieder oder du kriegst ein Ersatzteil oder was auch immer. Alles wichtig. Großbot. Drück mal F6 für Barbene. Was? Wie kann ich das? Wie kann ich das? Babene! Das habe ich nicht gewusst, was auf die F-Tasten passiert. Okay, fuck, hab voll auf den Stream vergessen. Was habe ich verpasst? Nix, den Weg zum Airfield. Hab jetzt sogar nicht beim Schmatzen gehört. Alter, das war Legendary Multo Babene. So, kurz Lagecheck. Lagecheck. Dort Map her. Map. Wir haben ja von da Süden oben. Ja, es kann das Haus da sein. Ja. Kann aber auch das Haus da sein. Nein. Kann aber die Schupfer da sein? Nein, das heißt, wir müssen bei der Straße entlang ein bisschen südlich. Ja, müssen wir eigentlich Westen. Straight, ich glaube, wir haben da. Straight Westen da und dann haben wir aber ziemlich Open Field. Dann gehen wir da in das Waldstück alleine. Straight Westen, leicht Süden. Stockfinster wird's, Kinder. Map! Ja. Außer mit dem Schund. Wahrscheinlich werde ich mich jetzt anstellen wie der erste Mensch. Ich habe schon wirklich lange kein PvP mehr gemacht in dem Spiel. Das ist eigentlich das erste Mal seit dem LeBron. Das wird richtig. Ich glaube, wir kriegen ein richtig fettes Problem, Kinder. Ist mir egal, wir haben den LeBron, wir haben unsterblich. Da werden wir jetzt noch durch sehr viel rennen und gewinnen und überleben. Alter, das war der ultimative Härtetest, Kinder. Ja, mein Problem ist so ein bisschen, dass ich komplett Open Field da über die Scheiße renne und mir eigentlich nichts dabei denke. Was ist da hinten? Ich sehe einen Scheißdreck mit dem Ding. Suchen wir mal zurück aus. Wo haben jetzt sie da hinzielt? Was ist denn das da? Mähdresche. Wen haben wir denn da? Christoph, merci für den 5er. Habe die Ehre, das ist meine erste Donation ever. Grüßle aus Dinkelsbühl. So, ich grüß zurück aus Landau. Bussi aufs Nussi. Und welcome to the squad an den Fabian Dogmanitz. Leute, bitte hört jetzt auf mit Donations. Ihr wollt mich bloß ablenken, dass ich da wieder irgendeinen Scheiß mache. Please stop it now. Like me, merci für den Euro. Westen, Süden, wir müssen ein bisschen weiter oben. Da hinten in das Waldgebiet da hinten müssen wir rein. Wahrscheinlich wird es aber jetzt gleich so finster, dass ihr absolut einen Scheißdreck seht. Samcrow Wife speichern war vielleicht wirklich keine dumme Idee, hat Birger gesagt. Scheiße, der Speichern-Button ist weg. Scheißspiel. 9 Jahre in Entwicklung und der Speichern-Button geht immer noch nicht. Dreck! Mei, wie oft, dass ich mich da schon hinter dieser Stormauer versteckt habe und irgendwelche Leute abgeiert habe, ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen, aber es ist Jahre her. Jahre. Wenn jetzt die da hinten aber mit dem 16 aus. Gib mir mal eine Sicherheits M16. Oder eine Sicherheits-Sniper. Laufen wir bloß davon. Jetzt muss ich mich ein wenig konzentrieren. Light Donations, eine Ruhe. Ich kann jetzt nicht aufpassen. Das hilft nicht. Jetzt kurz einmal deren ist. Oh, ich glaube, ich höre wirklich einen Bärenschrein. Macht irgendwas. Ich weiß nicht, ob es ein Bär ist. Hört sich nicht sehr bärenhaft an, aber den Ton kenne ich nicht. Einfach mal kurz einen Horizont ableuchten. Da irgendwas umeinander geguckt.
Stauern sitzt oder sonst was. Gut, ob da jetzt irgendjemand rumkämmt, das glaube ich nicht. Früher war das schon gern mal kurz so. Und jetzt, wo es halt auch noch finster ist, ist auch ein bisschen dumm natürlich, dass wir nur Leuchtspurmunition haben. Das heißt, wenn wir schießen, wollte ich eigentlich vorher schon sagen, was ist Leuchtspurmunition? Das ist, wenn du schießt, ist das gezielte Munition, die halt leicht, ja, beim Schießen und du siehst die Kugel fliegen. Und die sehen halt nicht bloß ich fliegen, sondern die sehen halt alle fliegen. Das heißt, nach jedem abgegebenen Schuss müsste man mir mindestens um ein paar hundert Meter eigentlich aus einer komplett anderen Himmelsrichtung unsere Position wechseln, weil sonst ist es einfach nur eine Frage der Zeit, bis wir gefickt werden. Ein Machete! Machete! Nimm die mit. Ja, Baggels Eiweiß, was ist das? In der Richtung schreit ein Bär, ich garantiere es dir. Oder ist es ein Helch? Ist es ein Helch oder ein Bär? Das ist eine Kuh! Was ist der denn da hier? Da steht's! Ich will ins Gesicht schießen, ich weiß es nicht, als Übung. Da! Ich weiß nicht, die hat auch ein wenig einen Schlaganfall. Ja, tu mir lieber. Himmelsrichtung nochmal checken. Südwesten. Südwesten muss passen. Ich darf gerne mal was sehen. Als kleiner Anhaltspunkt irgendwie oder so. Wir können uns da mal nochmal herlegen. Map! Und dann ist da ein Kursbahn. Okay. Wir sind jetzt ungefähr da irgendwo gewesen, nehme ich an, und sind wir einfach West-Südwest gelaufen. Und das müsste das Waldstückel da sein. Und wenn wir da jetzt weitergehen, müsste eigentlich die Schupfer kommen. Und da möchte ich hinter der Schupfer mal so langsam ohne. Es wird halt jetzt halt unfassbar krass, da Leute zum Spotten. Ja. Seht ihr überhaupt noch? Helch plus Kuh ist Kelch. Da, jetzt gibt's einen Kelch. Oh ja, da sieht man schon was. Da sieht man auf alle Fälle hin. Das Einzige, was halt jetzt halt noch geil war, ist, wenn man mir da irgendwie. Er wackelt halt so krass umeinander, gell. Jetzt müssen wir sneaken. Leider, jetzt müssen wir sneaken und auf Schuss hören und so weiter. Wir haben heute da ziemlich low herunten. Ja, also da. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen ums Airfield rundum schleichen. Ich weiß es auch nicht. Einfach mal ein wenig aussitzen. Ein wenig luren. Mal schauen. Wachturm und die Außenmauern laufen sehr gerne umeinander, die Klappspaten. Vorteil, wenn es da oben am Horizont laufen, sechst das halt sofort. Wir wissen, dass wir nicht allein sind. Ja, aber das Airfield ist auch riesengroß. Es wird auch schon eine Zeit nimmer geschossen. Ich weiß jetzt auch nicht. Löwensepp, jetzt überleben und dann wieder mit dem Buttermesser sterben. Ja, ja, das ist hundertprozentig genauso, wie es laufen. Verschreie nicht. Ja, das umkreist man halt jetzt einfach da ein wenig im Wald drin und so. Schauen wir mal. Ihr seht halt wahrscheinlich gar nichts mehr, gell? Weil es so scheiß stockfinster ist, dass es ganz aus ist. Ich probiere mal was, der gute alte Daisy-Cheat. Moment. Geht das noch? Ja. This is not how it works. Finstere kann man es nicht machen. Das ist halt lächerlich. Flashbang! Fire in the hole! Geht wieder. So. Pausing, Mittelfenstermodus, ne? Nö. Mal anwenden. Mal wieder aussehen. Ich kann es eigentlich nicht heller machen. Früher ist das gegangen. Kann man im Grafiktreiber auf dran. Geht nicht, ich glaube, das übernimmt aber OBS nicht. Also meine Streaming-Software übernimmt das, glaube ich, nicht.
Ich tue jetzt einmal für so unerwartete Fälle M16 aus und dann schleichen wir uns da mal so ein bisschen umeinander und schauen wir so alle 100 Meter vorne läuft der Zombie. Den hat man schon spotten können. Da. Aber anderen Spieler, der halt so gekleidet ist wie ich, hast du keine Chance. Da. Die Kuh ist triggert, die läuft nicht von der Lore, das war wahrscheinlich ein Spieler. Was? Ich hab da keine Kuh nicht laufen sehen. Was für Kuh läuft wo? Los mich! Welche Kuh? Ich muss den Leuchtstab ummachen, dann wird's besser, ja, das gefällt mir auch. Wo hast denn du da jetzt eine Kuh laufen sehen? Die mit dem Schlaganfall. Das kam reichlich spät, das war gefühlt vor 10 Minuten, oder? Er meint einen Kelch davor. Die Kuh von vor 15 Minuten, ja. YouTube und seine Zeitverzögerung. Nice. So, vielleicht auch nicht ganz so sprinten und nicht so schnell bewegen. Oh, der Zombie-Sepp, der soll uns vielleicht nicht sehen, weil ich jetzt da ungern schieß, sag ich ja ganz ehrlich. Immer ein bisschen hin und her. Es ist halt stockfinster jetzt, gell? Das macht es halt auch nicht leichter. Kinder, das macht es jetzt auch nicht leichter. Und das scheiß Gequake vom Guckelmann, der hat jetzt fast gesagt, macht es auch nicht leichter. Es ist halt immer dasselbe Spielchen von wer den anderen zuerst gesackt hat, meistens gewonnen. Müssen wir weiter außen runter. Weiter außen runter. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, da am Maprand umeinander zu laufen. In was für Himmelsrichtung laufen wir jetzt halt? Nördlich. Genau im Westen ist Airfield. Jetzt pass auf, jetzt legen wir uns da mal schnell in den Stauen. Map. Dass ich mal grob weiß, wo wir sind. Was war's? Nördlich sind wir gelaufen, genau westlich ist Airfield. Das heißt, wir könnten irgendwo da sein. Also irgendwo in dem Gebiet da. Dort, und ja, da haben wir vorbeigelaufen, da laufen wir jetzt gerade um. Dann laufen wir direkt nach Nord, leicht nach Westen, dann schauen wir von, ich würde sagen, ah, die Mauer geht ja ewig da auf. Das ist ja unfassbar ewig. Da kannst du nirgendwo reinschauen. Soll man reingehen? Weiß nicht. Ganz ehrlich, seid's mir nicht besser, aber in der Finstern gehe ich nicht ins Airfield rein. Oder soll man? Weiß es auch nicht. Abstimmen. Eins, eine. Mitten eine. Scheiß auf Snipen, wir gehen mit unseren 10 Schuss M16, gehen wir mitten ins Airfield. 0 für den Namen, gehen wir außen und dumm und immer was anderes. Ich sag nur eins, Alter. Egal, was jetzt noch kommt. Ja, wir gehen mal rein. Leck mir am Arsch. Leck mir am Arsch. Aber wir sneaken mehr. Ja, wir gehen einmal durch. Richtung Norden. Wenn wir am Norden angekommen sind, gehen wir raus und haken wir das Airfield als überlebt ab. Muss mich aber auch mal halbwegs konzentrieren irgendwie. Ab in die nächste Stauen. Du musst wissen, das Chamäleon, wenn in die Stauen sitzt, wird es zur Stauen und ist damit unsichtbar. Leute, Dankeschön. Maxi, ich höre dich nicht, es ist so dunkel. Mach's Licht aus. Danke dir. Was? Cybergamer? Birger, ich hab erst letztens am Preis der Buch, weil ich ja Ketchup... Na bitte, kommt's mir nicht wieder mit dem Leberkas-Ketchup. Scheiß, ich flippe aus. Es ist einfach nicht mehr lustig. Leute, es ist nicht mehr lustig. Niemand hat jemals am Preis der Bockfotzen gegeben wegen einer Leberkassemi und Ketchup. Niemals, niemals jemand hat's da. Niemals! Hab ich mir ja nur den Verhaltenskodex gehalten. Der ist abgelaufen. Are you sure about that? Das wird mich ewig verfolgen. Ja, mei, damit muss ich leben. Das ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie schlimm ist. Ich finde es jetzt so faszinierend, dass das echt 5 Jahre, im Mai wird es 5 Jahre. 5! Dass das immer noch irgendwie relevant ist. Das ist halt einfach zu krass. Ich finde da immer noch lustig, dass andere gewisse Content Creator
immer nur auf dem Thema umeinander hacken und offensichtlich immer noch Idioten finden, die das immer noch genauso lustig finden wie vor 5 Jahren. Das finde ich faszinierend. Wenn ich da jetzt meine, muss ich das ja wissen. Aber da gibt es mittlerweile ja mehrere Leute, die das versuchen. Und alle ungefähr so lustig sind wie die grüne Stauern da. Nachdem es durch einen YouTube-Kodex gelaufen ist. Aber sagt es keinen. So, wir müssen sneaken, Alter. Drück mir kurz Q, E. Aber warum? Ist dir das so lieber? Mir war das jetzt gar nicht auf. Mal leise sein. Kann man eigentlich so auch schießen, aber da wird man nicht recht gut treffen. Da wird man nicht so gut treffen aus Third-Person-Sicht. Das ist kein Militärgebäude nicht, gell? Ah, da kann der oben schauen. Hat's ihn gleich. Hat's ihn gleich. Der Teufel man gleich. Dann nimm's 16 raus. Ah, jetzt wird's spannend. Haben wir gerade ein Helgsteak gegessen? Haben wir gerade ein Helgsteak? Ich weiß es nicht mehr. Wo waren die? Maxi, ich höre dich nicht. Also, ich hab keinen übersehen. Dankeschön. Leute, Dankeschön, by the way. Braucht sich keiner persönlich angegriffen fühlen, weil ich jetzt gesagt habe, es ist scheißegal, ob der Preisentrottel seine scheiß behinderte Leberkass-Semi mit Ketchup einschmiert oder nicht. Er ist halt einfach, er ist so ein Mongo. Scheißegal. Braucht doch kein Leberkass-Semi und ein Ketchup dazu. Was ich dir sag. Kann man jetzt ganz Pro-Gamer, like, kann man da unten durchgraben. Früher hat man da unten durchgraben können, ich weiß es. Ich weiß nicht, wie weit dass wir unser Glück herausfordern sollten. Ich weiß es einfach nicht. Immer in der Hocken. Ich sehe, da kann ich Zombies nicht, gell? So, wir bewegen uns Richtung Norden. Das an der Mauer entlang. Ja, das ist also. Ruhig! Löwensee! Also ist jetzt wieder der Bavaria First Mode wieder in. Was? Weiß ich nicht, ist der nicht immer in? Aber es ist halt so leichter Content. Ja, kannst du ja verstehen. Der Preis im Tempo, die Ketchup! Was? Es ist so einfacher Content. Kann ich schon verstehen, dass man sich an den hängt. Was tue ich da eigentlich? Warum bin ich. Da, wir haben ja den LeBron, wir haben unsterblich. Leckt's mir am Arsch. Wir schauen da jetzt einmal. Ich sehe auf alle Fälle keine Zombies. Sagt einer von euch Zombies? Ich sehe keine Zombies. Wenn wir das da herum überleben, heißt ich Hans Dampf, Alter. Merkt ihr, dass ich so leichte, wie soll ich sagen? Nimm mir jetzt das andere Quadro spacken! Was tu denn? Warum tu denn das nicht? Jetzt tu das. Warum war das jetzt gerade nicht da, verstehe ich nicht. Ja, da hinten sind Zombies, die könnten aber auch von uns sein. Mittlerweile. Irgendwann einmal. Da herum sagt uns auch halt Gott und die Welt, gell? Brauchen wir uns aber nicht da wieder. Und wir haben unsterblich. Du kannst sagen, was du magst, da sagt uns keiner. Guck, das was ist. Suizidgedanken. Ja. Der LeBron hat keine Suizidgedanken. Er ist unsterblich. Ihr versteht das nicht. So ganz. So, was haben wir da? Polymerschulterstütze. KA-Bayonet. Das nehmen wir lieber mit wie unser Jagdmesser. Sag ich dir, was ist? Ja? Bisschen Diversity spreaden. Ich als Diversity- und Vogue-Beauftragter. Hallo. Ich hab nen 16. Wo sind die Gegners? Danke, die Gegners. Taktische Handschuhe, die nehme ich mit, die ziehe ich auch. Am besten über meine. Was haben wir da? 5 Schuss Weiger-Magazin. Braucht keine Sau. Anfjagen, da ist was drin. Cola, nehme ich mit. Was, die Pfeife Mai? Pfeife mir mitten am Airfield, pfeifen mir Cola, einfach nur weil ich es kann. Auf die Nacht traut sich da einfach keiner hin. Ja, ich schon. Bin ein LeBron, bin unsterblich. Invincible. Invincible. Ja. Hast du mit der M16? Ist doch irgendein Klappspaten mal. Oh, was haben wir da? FX45. Kann die was? Oh, was haben wir da schönes? Panzerbrechende. Irgendwas Mund, ich glaube, sie haben wir schon. Siehst du? Praktischer Gürtel. Geilo. Nimm ich. Das ist ein Gürtel oder nicht, du Spacken. Das ist ein Gürtel. Wir haben alle Zeit der Welt, uns passiert nichts. Haben wir LeBron.
Tun Sie sich mal nicht hinunter. Ja, ein bisschen schauen müssten wir heute schon. Ja, ein bisschen schauen, der wir schon. Schauen der. Vielleicht nicht ganz so da mitten auf die Wege umeinander laufen, weil da sieht man mich halt doch dann auch aus 8 Kilometer Entfernung. Ja. Nicht aufstehen, du. Warum steht er noch auf, wenn ich auf Ding schauen möchte? Da entlang müssen wir. Was soll das? Mr. MRC! Call of Daisy oder mehr Daisy of Duty. Triffidi! Mach deine Glotzen auf. Du, ich streng mich an mit der Glotzen auf. Ich streng mich an. Haben wir da ein bisschen das Problem, wenn da jemand auf der anderen Seite ist, dann sagt er uns, aber wir ihm nicht. Der Klappspaten wartet uns ab und dann sind wir einfach tot. Wir hätten da irgendwas looten. Ah, also irgendein Militärgebäude looten war halt schon nicht verkehrt. Aber da jemanden spotten. Ich meine, die anderen, du musst ja immer denken, Alter, die anderen haben das gleiche wieder. Die anderen haben das gleiche wieder, die sehen genauso wegen wie mir. Also sie haben einen 80 gerät, aber mit dem sagst du auch nichts. Es sind so verdächtig wenig Zombies da. Und jetzt da hinten ist einmal einer. Da steht einer umeinander. Aber irgendwie. Was soll das sein? Gehen wir mal da rum. LeBron. Mr. Clockmaster, habe ich der nach Merkel Kurve. Also nebenbei angemerkt. Da ist eine gute Pose. Da kann man umschauen. Aber die anderen können nicht umschauen. Wichtiger Unterschied. Umschauen. Der Mr. Mesh. Der Unsterblich. Ich hab bis wir Daisy angefangen haben, nicht gewusst, dass man so viel Scheiß aus dem Wort Lee bauen kann. Vielleicht ist deswegen ist Lee nicht der meistgenutzte Nachname der Welt? Will man nicht sehen. Jetzt gehen wir looten mal den Container da. Oh! Bleibt mehr Leuchtspurmunition für unser Scharfschützengewehr. Wäre uns allerdings ein Scheißdreckhelfer da. Haben wir da ein wenig umeinander. Einen Schritt nach dem anderen. Was, wir reden halt wirklich einfach wie die Behinderten einfach durch. Da gehen wir jetzt aus, nur weil ich nicht durch die Zombies da nicht triggern mag. Da kann ich mir gleich einen Feuerwehrhelm aufsetzen mit einem Blaulicht und sagen: Hallo! Das hätten wir letztes Mal es gemacht. Sag ich dir, wie es ist. Letztes Mal hätten wir das getan. Da waren wir auch noch nicht drin. Gibt's da? Alter, da grabe ich die nicht auf. Da fahr ich bloß runter und bin hin. Da rieche ich bis daher. Kann man das aufmachen? Kann man das aufmachen? Kann man das aufmachen? Und dann heißt es Lee Gone. Crossbot. Ist F5 der Rage-Mode vom Sir Lancelot? Ich kenne, manche Leute haben schon geschrieben, drück mal das F und das F. Ich kenne die Animation, wo er sich die Knarre an den Kopf hält. Ich kenne es. Ich weiß bloß nicht, wann er abdruckt. Deswegen mag ich das jetzt nicht riskieren, verstehst? Jetzt müssen wir da mal den Sound ein bisschen lauter dran. Das empfehle ich euch im Übrigen auch. Ich versprich, ich werde nicht so viel umeinander... Oh, scheiße. Ich werde nicht so viel umeinander tröten. Ist da hinten das Spiel? Mal weiter außen rum. Damit wir Steps von anderen Spieler hören, wenn es drauf ankommt. F5 ist Handy hoch, F11 ist Suizid. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich irgendwo weiter hinten ist. Dass irgendwie mit dem jetzt trotzdem da in den Container rein, auch wenn er off ist. Ein bisschen schneller. Haben wir da. Patrouillenhosen. Greift kaum weiter. Komm weiter. Wo ist denn eigentlich die Mauer? Die Frage nicht. Ich brauche die ganze Zeit eine Mauer. Wo ist Norden? Rechts von uns, okay. Kriegen wir hin. Ein paar so Hangar da durchlooten, war halt auch nicht so verkehrt, gell? Scheint nichts los. Wir haben ja nicht allein. Ja? Redet da nichts einbürgen, bloß weil jetzt da ungefähr seit 20 Minuten keiner mehr geschossen hat. Heißt das nicht, dass keiner mehr da ist. Da ist schon noch jemand da. Der hat vorher umeinander ballert wie ein Behinderter. Natürlich ist er noch da. Wo soll er denn hingehen? Der wartet da bloß drauf, bis der nächste Trottel kommt, den man von hinten irgendwo ins Kreuz schießen kann. Trotzdem gehen wir mir jetzt in so einen Hangar rein. Weißt du oder nicht? Liegt da. Was ist das? Wurmheim. Ich behalte meinen Cowboy halt, das ist mir wurscht. Hau ab. Na, da gehen wir nicht raus. Der hat seinen Pixen-Test. Dann ist die Mune ausgegangen. Wahrscheinlich, ja. Ich habe ja den blödesten Verdacht, dass die da oben auf den Hügel sitzen. Aber das ist halt dumm. Wer sitzt denn da auf? Da wirst du sofort gesehen.
Was sein? Insofern umeinander sprinten, das ist saumäßig laut. Was ist das da? Pilotka! Pilotka bläht! Nein, dann lieber mein Kabel heute. Der steht mir besser. Steht mir besser, tu den nicht oben, steht mir besser. Ah, da gibt es auch noch so kleine Löcher an der Seite. Ja, das weiß ich auch noch. Und wir waren da ja schon einmal. Da kannst du halt einfach eiskalt auslagen, da drin findet die halt keine alte Sau nicht. Alte Sau findet die da drin. Ach, kein Mensch. Aschen. Und mit denen da, kann man die an den Ruck, kann man die an den Gürtel und nicht da. Ah, das ist die Erweiterung für den fetten Rucksack, oder? Muss ich schnell was schauen. Okay, die haben offensichtlich alle einen Hintereingang. Magazintaschen. Ja, aber wo werden denn die ohne montiert? An? Für die Westen? Aber nicht für die Jagdweste, oder? Also nur für Kampfwesten wahrscheinlich. Leise. Haben wir wieder bei dem Thema. Druck irgendwo umeinander und es macht 5 Sachen gleichzeitig. Aber gut. Ich muss sagen, ich fühle mich irgendwie sicherer, wenn ich da in den Hintereingang schaue, weil ich da einfach mehr sehe, wenn ich um die Ecken schaue. Die Frage ist jetzt bloß, was das da ist. Ich bleibe jetzt da auf keinen Fall. USMC-Hosen, Bomberjacken. Braucht man alles nicht. Alles Bockmist. Okay, da haben wir nochmal. Gehen wir da ein bisschen Open Field. Ah, immer gemütlich. Immer gemütlich. Immer die Augen offen halten. Bitte halten Sie dir. Oh, wie steht da? Flugzeug. Oh, das ist mir auch schon da. Alter, gehört das da hin? Rudi. WTF. Okay. Da haben wir vor uns einen riesengroßen Militärkomplex. Zombie. Schlimm. Haben wir ein bisschen Druckgas. Oh, die Zombies waren doch auch gerade nicht da, oder? Ich hab's nicht gesehen, ich weiß es nicht. Hat der so ein Westen noch? Weiß ich nicht. Dinge. Leider, jetzt lenkt es mich nicht mit Donations ab, weil jetzt wird's eng. Das sind die begehrtesten Gebiete im ganzen Spiel und wenn ich da jetzt nicht aufpasse, dann haben wir gefickt, Kinder. Hört Liebe, kann man nicht auch an Heli fliegen? Ja, gibt's. Aber das Flugzeug ist ein Asset, also das gehört da hin. Ist gewollt, dass das da ist. Senkt Zombies in der Nacht schlechter, das war jetzt eine Information, die darf mir helfen. Hast du einen Flugschein, dann nein da und fliegen. Sollen wir uns das Flugzeug anschauen? Weiß nicht. Wenn ich Sniper war das das erste, wo ich reinschießen werde. Sorry, aber es ist. Mir lieber mit dem Panzer davon. Und da haben wir eigentlich eine ganz geile Posi. Immer über den Rand anschauen. Wenn irgendwas bewegt oder auf zurückkommt oder was immer. Die wichtigste Frage, die wir heute klären, ist: Gibt's was in die Dixie-Klos? Na gut, dann zügig durchlooten, da die vorschlagen. M19 brauchen wir nicht, Rauchgranaten brauchen wir nicht, können wir nicht brauchen. Und diesmal nicht jeden Scheiß mitnehmen, sondern wirklich nur, was wir brauchen und immer wieder draußen schauen, ob was los ist. Das braucht man nicht. USG braucht man nicht.
Blendgranaten. Brauchen wir nicht Blendgranaten. Munition kann man alle brauchen. Immer sauber schauen. Immer sauber schauen. Wenn du da herin geduckt gehst, bist schwierig. Oh, da oben steht ein Zombie. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den da oben schießen sollten. Sollte man den da oben oben schießen? Ich weiß es nicht. Ja, probieren wir. Mich würde sowieso interessieren, was passiert. Ah ja. Alles klar. Ja, wo gingen meine Kugeln hin? Und das Ding Bullet Drop auf 3 Meter oder was ist denn das? Kampfanzug, ja okay. Haben wir mir? Kampfanzug. Aber die ist besser als unsere, oder? Ich sag. Die ist noch makellos. Ich gehe, bleib ganz ungern so lang in dem Ding da auf demselben Fleck stehe. Sniper, wenn her sagt, sind wir normal gefickt, aber der hätte schon geschossen. War schon vorbei. Wer schon. Oh. 30 Schuss. Ich weiß nicht, was für ein Magazin das ist, scheißegal. Da habe ich jetzt gerade Zeit zum Nachschauen. Und das ist das Geile an dem Spiel. Du hast permanent, wenn du da in so einem Gebiet bist, hast du halt Paranoia. Ja, hinter jedem scheiß Eck kann einer sitzen, weil du schon 1000-mal erschossen worden bist. In der Aschenlampe mit der Sau. Weg da. Schnauze, Braun. Nicht umeinander fresseln. Haben wir da schon drin? Oh, das ist unser Kampfjacken, ja. So, und ja nicht über diese Sandsackel. Die haben eine bestimmte Bezeichnung. Wo hat ein Bundeswehrler? Wir heißen dann diese viereckigen Sandsäcke da, die haben eine bestimmte Bezeichnung. Weiß ich von einem Kumpel von mir, der hat das habe ich gesagt, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißen. Ich sehe nur Zombies. Ja, solange wir keine Zombies triggern, ist auch alles cool. Wie gesagt, der Gegner hat genau das gleiche. Genau das gleiche wieder. Aber da, 25 Schuss, USG 45, gut, da hätten wir vorher auch nicht gefunden gehabt, gell. Interessiert mich nicht mehr mal im 16. Handnetz. Tut mir leid, ich muss was ausprobieren. Das muss ich jetzt schnell ausprobieren, weil es nicht hilft. Nein, irgendwann, das kann man vielleicht zersäbeln und sich einen Ghillie-Suit draus bauen. SKS, ne, KA74. Weiter. Da ist jetzt ein bisschen ein Scheißstell, da sieht man von außen rundum eigentlich ziemlich gut einer. Was haben wir da? Munition, keine Ahnung, 30 Schuss KA und ich habe keine Ahnung, ob die Magazine passen für den 16. Das ist mir jetzt aber auch ein Handfunkgerät, das nehmen wir mit. Vielleicht können wir irgendjemanden anfunken, das war eigentlich witzig. Das ist ja die Lohe, wenn das geht. So. Rauchgranaten. M4A1, da brauchen wir erst. Alle haben zwei Zombies, das ist mir zu riskant, das rentiert sich nicht. So. Jetzt gehen wir. Oh, das schaut nach einem Standard-Magazin aus. Hilft nicht. Hilft nicht. Es wird Tag. Nehmen wir jetzt die Zeiter nach unten, da die Reihe Zeiter da vor mir noch mit und dann verpisst man uns da in den Wald rein. That's the plan. Und dann sind wir wieder. Oh, da liegt was drin, aber das glaube ich ist ein USG. Mit Visier, Alter. Oh. Ja, die war schon auch nicht schlecht, glaube ich. Was hatten die für Munition? 9 mm, glaube ich, oder?
9 mm kickt 9 mm, ich weiß nicht. Da hätte jetzt wieder irgendeinen Scheiß erzählt. Bin eigentlich ein absolut ahnungsloser. 108er Moon, sonst ist da nichts drin. 45 ACP. Okay. Weiß ich genauso wenig, ob das größer oder kleiner ist. Ah, da warten so viele M4-Teile zum Bauen, aber M4 selber findest du halt nicht, gell. Ja. Nicht sprinten, du Idiot, bist du völlig behindert. Zombie-Zip, da ist die Straße. Gehen wir jetzt da in den Wald, legen uns hin und schauen wir, wo wir sind. Abflug. Invincible LeBron! Manage the airfield again! Das haben wir sogar gelut. Sollen wir zum Flieger gehen? Sollen wir zum Flieger gehen? Möcht's wirklich, dass wir sterben? Sollen wir uns einen Flieger anschauen? Das ist aber dann es ist wieder 9:30, ich möchte mich komplett verarschen. Gehen wir zum Flieger, der ist hinter dem Gebiet, wo wir gerade waren. 1 für Ja, 0 für Nein. Los geht's. Garantiere ich euch aber, dass wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sterben. Garantiere ich euch. Das war das erste, wo ich die ganze Zeit umeinander schaue. Oder vielleicht auch das letzte, weil da kein Idiot hinläuft außer ich. 0, 0, 0, 0. Oh, da sage ich mehr Nuller. 50-50. Da muss ich die Nuller-Leute, die wollten vorher wahrscheinlich auch schon nicht, dass ich ihnen sehr viel gebe, muss ich vor einer fast an. Der lohnt nicht. Dachte ich mir fast. Oh, ist eine geile Pose. Das ist alles, was ich weiß. Wandstickel wahrscheinlich. Da wäre es halt jetzt geil, wenn wir da drin einen umeinander schleichen sehen würden. Das wäre cool. Chamäleon sitzt in die Stahlen. Und lurrt. Lurren, ich möchte lurren. Wir haben aber auch schon lange nichts mehr gehört und nichts gesehen, gell? Nur eins auf YouTube, Bürger sieht mehr Nuller. Weiß ich nicht, ich sehe haufenweise Nuller. Ich weiß jetzt nicht, wer von uns da der Blinde ist. Ich war komplett inklusive Magazin. Ja, aber ich kann es nicht mitnehmen, weil ich keinen Platz mehr habe. Bei meinem 16 ist mir ehrlich gesagt lieber. Ich glaube, ich habe ein wenig mehr Bums. Ein wenig mehr Bums. Und mein Scharfschützengewehr gebe ich sowieso nicht her, das ist eh klar. Da stehen Zombies schon wieder am Dach rum. Ja, wir können schon noch da ein wenig umeinander. Wir können da schon noch bleiben ein wenig. Mir ist das wurscht. Oh, kommt da links ein Zombie. Den kennt ihr nicht sehen, weil wahrscheinlich alles verschwommen ist. Bürger die CR Sniper ist aber frei so Arsch. Im 16 Mal macht 100 Mal mehr Damage wie ein MP. Ja, aber es ist ja der Sturmgewehr. Deswegen denke ich mir halt, behalte mir lieber mal im 16. Machen wir folgendes. Also wir haben doch ein Magazin aufgeklappt. Das da. Tun wir im 16 her. Das passt nicht ein. Was ist das für Munition? Fangen Sie jetzt das Duschen an. Jetzt fangen Sie das Pissen an. Und jetzt deren. Da brauchen wir einen Unterschlupf, sonst erfrieren wir wieder. Ich weiß nicht, wo wir sind. Doch, ich weiß schon, wo wir sind. Das war der kleine Militärkomplex, den wir gerade geplündert haben. Das ist die Straße und irgendwo da in die Stauen sitzen wir mir gerade. Wo ist die nächste Stadt? Oh, da im Norden war nochmal so ein Militärding. Passt mal aus. Jetzt sind wir da und laufen wir jetzt nach Kalinka und dann nach Favilovo. Daher. Und richten wir uns erstmal zusammen und her und Inventarmanagement und überhaupt. So schaut's aus. In der Finstern sechst du nichts. Das ist die Muni, was du brauchst, weiß ich schon. Aber das Magazin wirft man weg. Das heißt, tauschen, Munition ausleihen. War bloß ein Schuss drin, hat sich sauber rentiert, weg damit. Haben wir mir irgendein Magazin aufgeklappt, das in M4 eingeht? Wahrscheinlich nicht. Map! Entschuldigung! Fixletten, Mari, Hollerstein, 17 Mal in Pfotzen geschissen. Was haben wir da für Munition? Sind 62 Leuchtspur, 308er Winchester.
Man, ich hab Steps gehört. Nochmal Map. Wo müssen wir hin? Muss man die Map ein bisschen kleiner ziehen, damit ich es auch selber sehe. Eigentlich genau nach Westen. Eigentlich müssen wir genau nach Westen und das werden wir jetzt auch da. So schaut's aus. Westen. Da lang. Map! Das ist echt noch finster. Ihr seht ja sowieso nichts. Dass der Server. Warum müssen denn die Server immer alle finster werden, wenn wir mir kommen? Das ist ja voll kacke. Duscht's wird sau. Jetzt werden wir grauen auch noch. Ich sag's euch, wie es ist. Ich sag's euch, wie es ist. Und wahrscheinlich laufen wir jetzt irgendeinem so einem Trottel ins Gesicht und überhaupt und sowieso. Schauen wir noch ein wenig. Da müssen wir nächstes Mal einfach schneller da sein. Das hilft nicht. Da müssen wir nächstes Mal einfach schneller da sein, Kinder. Weiter. Gar nicht lang umeinander wursteln. Immer sauber nach Westen. Löwensepp, kann man nicht an Heli fliegen? Ja, hab ich Gott sei Dank schon gelesen. Weil Nacht ist. Herr Schul! Es ist finster, weil es draußen kälter ist wie morgen. Sauf mal ein paar halbe. Frale! Gondel dir die halbe ins Fressbrett. Ich seh nur Map. So ist brav, Leute. So ist brav. Das ist nicht ein Einsatz. Ah? Map. Kannst du ja mal testweise einfach anlassen, eine Viertelstunde lang und schauen, wann Zuschauer droppen. Ah, das da unten müsste der Ausgang sein. Ja, da war so ein Polizeigebäude. Da schauen wir noch rein. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir aus der Loot. Aus dem Loot-Dasein nehmen wir das auf alle Fälle noch mit. Das sagt ich. Kann eigentlich an den Wachtürme da draußen irgendwas spawnen? Weiß man nicht. Schien's ja. So, da sperren wir uns jetzt ein. So, grüß Gott beieinander! Mit hereinbrechender Nacht ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen. War gerade auf eine Runde der ich Sponti ins Airfield. Loot des Lebens gefunden. Deswegen sind da auch alle. Machen wir wieder auf. Haben wir da unten. Wieso komme ich da schon wieder nicht durch? Kruzifix Chameleon. Gewamper der Uhu. Bleibst du wieder überall stecken. Gibt's da was herin? Da gibt's ja gar nichts. Doch, da gibt's was. Ein Anglerhut! Nehmen wir lieber einen Anglerhut. Anglerhut oder Cowboyhut? Ab in den Chat. Ich lasse dabei einen Anglerhut auf. Weil ich genau weiß, was passiert. War mir schon klar, dass ihr einen Anglerhut denken wollt. So, jetzt sitzen wir uns noch mal schnell daher. Muss ich ganz kurz die Lage checken. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Der Straße nach und dann links abbiegen. Der Straße nach und dann links abbiegen. Kriegen wir hin. Laufen wir natürlich nicht direkt auf der Straße. Das ist ja völlig behindert. Wir haben ja zwar behindert, aber nicht komplett behindert. Grenzt an ein verficktes Wunder, dass wir mir nicht erschossen worden sind. Keinen Spieler gesehen haben, aber vorher da umeinander geschossen worden ist wie bei den Idioten. Der Server ist fast voll, das heißt, da haben über 60 Leute auf dem Server. Grenzt an ein Wunder. Aber in der Finstern geht offensichtlich kein Schwanz ins Airfield. Tja, dann werden wir mir das nächsten Montag ausprobieren müssen, was passiert, wenn es hell ist. Ist da unten ein Zombie? Ja, die haben aber gerade gespawnt, das hat man an der Bewegung gesehen. Was haben wir da? Backshots, braucht kein Mensch, haben wir keine Schrotflinten. Und dann werden wir uns auch mal unseres Loots entledigen, den wir wirklich eigentlich nicht brauchen. Den wir wirklich... Oh, da haben aber Fake-Zombies. Was ist da unten? Warum spawnen da unten Zombies? Was ist da? Ah ja, Gebäude. Hab schon gesehen. Ich meine, wir haben... Oh, sollen wir die Fischreisen ausprobieren? Dann gehen wir da unten Inventar managen. Und dann schauen wir, was passiert. Oh. Wo gehen denn die Schuhe hin? Das ist ja unglaublich. Unglaublich! So, jetzt pass auf. Fischreise. Trinken, halten. Wir bauen die auf. Muss ich da direkt ins Wasser eingehen wahrscheinlich, oder? Aufstellen. Merken wir uns? Ja, da sollen die Steine da heraus. Sägt man die? Ja, sägt man tatsächlich. Fischreuse.
Unser Pistolen nachladen. Ja, das machen wir alles im Gebäude drin. Jetzt da schnell durchs. Die habe ich nur für Zombies. Ja, um kläglich zu scheitern, wenn ich einer in den Kopf schieße. Und schaff's nicht. Weil jetzt behindert. Entweder bin ich jetzt behindert, wovon ich ausgehe, oder kein Mensch weiß, wo die Kugeln einschlagen. Nicht mal das Spiel selber. Haben wir da herin? Ist da jemand da? Grüß Gott. Grüß Gott. Hemd. Hilft mir alles nix. Mach mit zu. Mach mit zu. Ja, wahrscheinlich Batschal nass, oder? Ja, ja. Fellrucksack, nass. Kampfanzughose, nass. Kampfanzug, nass. Alles ist nass. Aber ist nicht so schlimm. Das halten wir mir aus. Wir haben ja brutal. Wir haben ja der Lee Braun, oder? Ton, merci dir, damit du halbe kaufen kannst. Das werde ich da. Busse aufs Nuss, merci für den entwickelt haben. Gullideckel im Gesicht sieht blöd aus. Was der Gullideckel? Der Gullideckel im Gesicht. Das ist aber Jason-Masken. Hilft uns alles nichts. Man schauen so. Hilft uns alles nichts. So schauen wir viel brutaler aus. Das gehört so. Ausbringen. Geht das einfach so, ohne dass ich es ausleihe? Kann man die einfach so auswuzeln? Geht nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Geht nicht. Fürchte ich. Was braucht man nicht? Steinmesser. Schmeiß weg. Makellose Machete. Schmeiß eine weg. Gasding und Ding möchte ich gern behalten. So. 9x19 mm. Schmeiß die ganze Munition. Was die schmeißen wir aber? Wo schmeißt man die hin? Wo es keiner findet. Schmeißen wir es da her. Liegt die dann da so kreislig im Eck, dass keiner sagt? Wahrscheinlich nicht. Mehr. Ja, wenn es einer findet, dann gefreut er sich. Ich bin jetzt eine Topfpflanze. Schmeißen wir der Topfpflanze rein. Zack. Sagt man die da. Ja, sagt man. Hilft nicht. Was haben wir da? 22 LR braucht man. 308er Winchester Leichtspurmunition braucht man auch nicht. Sim 62 braucht man. Das komische Visier braucht man nicht. Slugs braucht man nicht. 22 LR Moon behalten wir uns. 556er behalten wir uns. Sim 62 behalten wir uns. Sim 62 4er brauchen wir auch nicht. Die ist für die Mosin, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Batterie, die haben wir aber raus. Was haben wir da? 380er. Das ist so viel Zeug. Was braucht denn das Ding eigentlich, Munition? 357er haben wir immer noch nicht. Wer braucht man den ganzen Scheiß? Der braucht nur Platz. Das ist ausnahmsweise mal als 556er Munition ohne Nein, braucht man nicht. Weg damit. Was möchtest du mit dem ganzen Kack? Was ist das da gleich wieder? Sim 62, ja. Dann haben wir da herunten noch was. 556er Mun. 556er Munition. Da oben, was haben wir? Ist da noch? 45 ACP. Braucht man nicht. Alles Schrott. Alles Schrott. Schrott. Passt. Was haben wir da? Den Revolver darf ich mir gerne noch behalten, weil ich glaube, dass der ziemlich viel Damage macht. Macht zwar fast keinen Sinn, aber ich darf ihn gerne behalten. Hansel! Schmeiß die gute Zeug nicht weg! Ja, was soll ich damit? Ihr verdammten Messis! Ich bin doch genau der gleiche. Ich sitze den ganzen Tag da und sammle die ganzen Scheiße und brauchen eigentlich keine. Keine Sau braucht das Hackel. Ist richtig. Keine Sau braucht das Hackel. Aber ich glaube, das Hackel ist stärker wie die Macheten. Nur ein Bauchgefühl, aber ich weiß es nicht. Ah, da haben wir noch 556er Munition. Da 100 mal wichtiger, das Klump. 100 mal wichtiger. Magazin, Pistolenlaufen. Magazin mag ich senkrecht stehen haben. Ah, das Teil. Da oben. Da oben. Was ist mit dem da? Da ist auch noch Munition drin. Ausleihen. Das scheiß Magazin können wir nicht brauchen. Weg damit. Landkarten weg. Richtig, wird das geschrieben. Der Himmel. Schrott. Braucht man nicht. Dosenöffner brauchen wir schon. Dann nehmen wir das Walkie-Talkie. Das nehmen wir jetzt einmal in die Hände und stecken wir Batterie ein. Dann haben wir mal eine saubere Durchsage. Wo ist denn jetzt Batterie verschwunden? Da ist. Da, Batterie. Wie kann ich das jetzt mal einschalten? Frequenz wechseln. Wir können ihn schmerzen mit dem Ding. Das Mag ist für den M16 nicht das Magazin wegwerfen. Das da! Glaube ich da nicht. Habe ich vorher ausprobiert. Das ist ein 30er Magazin für unser Ding! Lele, guter Mann! Wirklich aufgefüllt.
Wirklich aufgefüllt. Tu dich nicht oben, da steckt man gleich einmal die fette Moon ein. Wie viel passt denn da ein? Warte mal. Kombinieren. Easy! Is anyone there? Ich weiß nicht, läuft das Mikrofon jetzt die ganze Zeit oder wie läuft das? Ich weiß, dass das geht. So, nochmal ein paar Schuss. Jetzt hat sie wieder geschäbert. Jetzt hat wieder irgendwas geschäbert, aber das hat sich eher so nach dem Ding gehört, nach dem. Muss man die andere Munition ausbackeln? Muss man nicht kombinieren, kann man einfach R drücken, das mag ich jetzt auch schnell ausprobieren. Mal tauschen. Tatsächlich, man kann das Magazin in die Hand nehmen und einfach R drücken, wahrscheinlich sobald man Munition irgendwo bei sich in der Weste drin hat. Nice to know, Kinder. Das heißt, jetzt haben wir. Wo ist das große Magazin? Machen wir so. Jetzt gehen wir da rein. Haben wir mir nicht vorher ein Bajonett mitgenommen? Weißt du das da? Nein, schade. Machen wir so. So. Gut aus. Handgranaten haben wir auch da herum. Funkgerät, Näse, da ist noch Munition. Die haben wir auch noch mit. Das ist irgendeine Winchester-Munition, braucht keine Sau nicht. Haben wir da sonst irgendeinen nutzlosen Schmarren? Nein. Haben wir wieder Platz. Gleich erst Rose im Funk. Ich weiß nicht, wie das hier haut. Tu mir das Funkgerät her. Nochmal tu mir es auf 8. Das ist halt. Jetzt ist es eingeschalten. Und ich konnte Frequenz wechseln. Wenn ich oben bleibe. Batterie ist drin. Dann geht es von 91, 94,6. Also ich konnte die Frequenzen einstellen. Aber wie schmatze ich dann damit? Mike Test 1, 3. Brrr. Is anyone out there? Brrr. Like me sagt, jetzt spannt das nicht. Funkgerät an den Rucksack. Was? Funkgerät kann es in den Rucksack nicht tun. Oh, da tatsächlich. Und dann läuft das die ganze Zeit. Interessant. Muss man aber wieder ausschalten. Da war doch gerade ein Mic-Zeichen. Ja, das ist mein Ingame-Voice. Da. Genau da. Wenn ich schmatze, bla bla bla, aber das ist ja bloß in der Umgebung. Vielleicht sollte ich mich aber mein Maul halten. Ich kann mir ja gleich da einer sitzen und mir anschreien, hallo, da bin ich. Nur dazu weiß ich aber auch immer noch nicht, was für ein Mikrofon das hernimmt. Ich habe das Mikrofon da, also mein Stream-Mikrofon, habe ich zum Standard-Kommunikationsgerät gemacht und alles andere auch. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Jimmy, los mich! Oder schieß gegen die Tür, dann reißt es erst recht. Ja, wahrscheinlich. Naja, gut. Auf alle Fälle haben wir jetzt eben 16 mit 30 Schuss, das heißt, wir können da 10 einmal abdrücken. Pass auf beim Rausgehen, nicht, dass die der Hutleibel von uns erschreckt. Ja, tu dich nicht runter, das ist alles schon passiert. Jetzt machen wir da einmal zu. Wir legen uns da her. Machen wir die Map auf. Map. Wo sind wir? Wo sind wir genau? Und wir genau sagen, wo wir sind wir genau da. Jetzt schauen wir mal in unsere Fischreisen aussehen. Wie lang? Der Einzige, der es checkt, ist der Selbstspieler. Map! Wir müssen die Fischreisen noch checken. Wie lange dauert denn das, bis da ein Fisch drin ist? Ich weiß es auch nicht. Das kann auch nicht ewig dauern, ne? Das kann nicht eine halbe Stunde dauern. Oder wie lange dauert denn das? Weißt du das etwa? Müssen wir noch mehr ausschauen. 20 Minuten. Weiß es auch nicht. Dauert ewig. Wie lange haben wir schon da? Oder was kann man dabei da? Ich habe keine Ahnung. Was liegt denn da am Boden eigentlich? Was ist denn das? Machete. Ah, die habe ich da schon hingeworfen. Die ist quasi unsichtbar. Kann man dabei draußen noch ein bisschen in den Schub rein. Ob Glasfaser ich nicht, das ist ein wenig schneller, hat Birger gesagt. Was? Achso, jetzt check ich's. Ich kann mir teilweise Sachen keine 5 Minuten merken. Zum Heli-Crash dabei. Das ist eigentlich keine schlechte Idee, den einmal kurz überprüfen, ja. Oh, eine Bärenfalle. Was denn das für einen asozialen Scheiß gibt. Ja gut, zumindest checkt man einen Platz aus. Ob der Heli-Crash da ist oder nicht. Ich muss jetzt aber nochmal zurück in Sicherheit. Jetzt in Sicherheit. Wo ist der Heli-Crash? Jetzt pass auf. Ah ja, direkt da. Nordwest. Wir gehen jetzt da kurz am Fluss entlang und schauen mal, ob der Heli-Crash da ist. Check das aus. Los geht's. Ja, wir befinden uns immer noch Nordwest die Richtung.
Ja, wie finden wir uns immer noch im Airfield im Prinzip? Hoppala! Da kannst du schon immer zur Schlägerei kommen. Jetzt nicht ruhig. Hinter der Baumreihe müsste oder könnte er sein. Der ist nicht immer da. Aber wenn er da ist, können da die fetten Sachen. War das für ein komisches Kackgeräusch? War das so. Vielleicht auch nicht so schlau, da vollkommen Open Field zum Laufen. Aber da ist halt auch, da darf doch kein Mensch nicht sein, das gibt's ja nicht. Tu mir ein Helche. Fischreuse, checkt man schon noch. Mister ich, Chef, du nix. Checkt man schon noch. Aber wir müssen gerade ein bisschen Zeit lautschlagen. Darum checkt man, ob auf der Anhöhe da dahinter, hinter dieser Baumreihe, müsste ein Helicrash oder könnte ein Helicrash sein. Muss nicht. Oh, hab jetzt da angefressenes Helgsteak wieder im Taschenschneider. Das isst man natürlich zusammen. LeBron zusammenessen. Der Heli-Crash. Der verdammte Heli-Crash. Wäre natürlich sprengen. Natürlich der Heli-Crash. Nicht einfach irgendein Crash. Aber den darf man normalerweise gleich sehen dann. Das da aber ein Rauch sehen, wenn einer da wäre. Ja, bin mir nicht sicher, wie weit das da hinten natürlich runter geht. Ja, schau mal, da geht's ganz schön steil runter. Das muss nicht sein, dass du sechst. Muss nicht sein. Da dahinter müsste er sein, wenn er da ist. Naja, geht's nicht so weit oben, hätten wir wahrscheinlich gesehen. Ist aber nix. Aber da ist ein Auto. Ins Auto schauen wir rein. In das Auto schauen wir rein. Tu dich mal nicht hinunter, da schauen wir rein. Oh, da ist ein Haus schon. So, Xeno! In die Reuse muss ein Wurm. Was ernsthaft? In eine echte Reuse muss doch aber auch kein Wurm. Dann haben wir es verkackt. Sag ich euch, was ist. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendjemand Bock hat, dass wir uns 20 Minuten in das Haus sitzen und einfach warten, was passiert. Aber was ist da damit? Geschmackiger Dosenöffner. Der ist besser benannt wie unserer. Nehmen wir mit. Sonst ist es leer. Weiter alles. Motor ausbaut, alles ausbaut schon. Alles kaputt. Bei Batterie gar nichts. Da war so ein schönes Auto. So ein schönes Auto. Nix haben wir. Nix haben wir. Und du weißt genau, warum der da steht. Weil da der Heli irgendwo sein kann. Naja, gehen wir wieder zurück. Steig ein. Den Reißerer war jetzt aber wert. Was für ein Reißerer war es wert? Der letzte macht das Licht aus. Bürger, gehen wir nächste Folge nicht ins Airfield, sondern auf Teasy. Da gibt's Loot wie Sau, viel besser als Airfield Loot. Das ist wirklich wert und ja, das ist oben links auf der Map. Das ist das. Ja, das ist halt. Alter, der Baum jetzt komisch ausgeschaut. Das ist halt das linkste, oberste Gebiet. Das können wir mal. Das können wir mal. Wir können beides mal. Also wir können am Tag. Ich hab da gar nichts dagegen, dass wir uns da in der Finstern durch das oberste Airfield oder durch das oberste Militärgebiet gimpen, weil da geht offensichtlich keiner rein, weil in der Nacht scheißen sie sich alle in die Hosen, ich weiß es auch nicht. Mir scheißt man einfach drauf. Und dann legen wir jetzt mal einen Vollsprint da zurück aus hin. Und dann müssen wir noch in die nächste Stadt reingucken. Jetzt checken wir die Reise und dann gehen wir ins nächste Gebiet. Und da schauen wir noch kurz und dann... Die Reise liegt noch im Bach. Die Reuse liegt noch im Bach. Liegt. Lieten und Blieten. Die räudige Reuse fürs Heli-Autobing. Ihr seid lauter Idioten, das ist unfassbar. Man kann wirklich in jedem scheiß Wort ein Lie einbauen. Irgendwann reden wir alle nur noch wie Behinderte. Das wird super. Das wird super, das ist genau die Welt, in der ich leben mag. In der ich lieben mag. Zauberhaft, oder? Ist das dann die Liefelsprache? Das ist die neue Art von Liedsprache, Alter.
Kennt Lead Speech überhaupt nur irgendjemand? Oder bin ich da wieder der einzige alte Lappen? Und tun so halt lean. Mir sucht mir jetzt unser Fischreisen. Wo ist denn die Scheiße? Da schaut's aus wie ein ausgetrocknetes Flussbeet. So, meine Pfadfinderkenntnisse sind immens. Muss da schon irgendwo sein. Da muss doch irgendwo der Flussding sein, oder? Nicht? Da war so ein Kanalloch und hat der Fluss rausgesteppt. Rausgesteppt. Gibt's ja nicht. Waren wir doch da nicht so weit weg. Wir haben doch das Haus schon gesehen. Oder? Da ungefähr. Wo ist jetzt der Fluss hin? Ist er jetzt, weiß ich nicht, ist er jetzt in den letzten 10 Minuten schnell ausdrückt oder was zur Hölle? Grütze Nallfeier. Ich renn mit meiner M16 im Kreis umeinander wie der größte Lost-Idiot auf der ganzen Welt. Sei fix. Was genau in die andere Richtung? In der Reuse liegt das Magazin. Mike, merci dir. Kann es sein, dass der M16 gar nicht auf Burst steht? Unten links steht Halbautomat. Ist gleich ein Klick, eins Bumm. Ja, das ist möglich. Ich habe keine Ahnung. Wie schaltet man das um? Weiß jemand das Tastenkürzel für Feuermodus wechseln? Haben wir genau von der anderen Richtung kommen? Kann natürlich auch sein. So weit waren wir mir von dem Heisel nicht weg. Jetzt hat sie schon mal mit dem Linienbus Landau gefahren. X. Tatsächlich. Schau. Da siehst du es stehen. Da. Feuerstoß, halbautomatisch. Ja, easy, Alter. Das heißt, ich kann jetzt 30 mehr auf den Idioten schießen, wenn einer kommt. Das ist gut. Vorher bin ich zwar tot, aber ist egal. Oh, wir haben ja tatsächlich... Oh, was ist da? Hey, Meister. So nicht, gell? Abhauen. Da wollte ich mal gekonnt über den Zaun um. Hat jemand Bock auf Leberkäse? Da ist unser Fischreisen, ich hab's wieder gefunden. Ich hab's wieder gefunden! Küss aus Tirol! Das Zuckerli! Ihr seid Zähne offen. Da muss wirklich ein Wurm rein! Verdammt! Ja, dann helft's nicht. Dann müssen wir beim nächsten Mal inklusive Wurm testen. Verdammt! Ja, Xeno, du hast recht gehabt. Der Typ kam bloß etwas zu spät. Verdammte Axt! Aber wieder mal ist eine Airfield-Aktion ohne einen Schuss abzugeben abgelaufen, obwohl vorher da umeinander geballert worden ist wie bei den geistig völlig verwirrten Personen. Da, wo sind wir? Achtung, da. Straße, Westen, folgen nach Vavilovo. Und da looten wir die ersten Häuser noch ein bisschen durch und irgendwo drin locken wir uns dann aus. Ja, die Reise darf noch nicht enden. Hallo, nach dem zweiten Stream seid ihr besoffen. Wo müssen wir hin? Westen, da müssen wir lang. Laufen wir vielleicht nicht ganz am Ding. Ah! Map! Geistige, völlige Behinderung. Ihr habt es euch so auch ausgesucht. Ihr habt auf meinen Stream geklickt, nicht ich. Ich hab ihn gemacht, das ist okay. Ah, ihr habt draufgeklickt. Ich weiß jetzt nicht, wer der größte Depp ist da herin. Oh Mann. Gott, dass wir immer noch keinen Spieler nicht gesehen haben. Jetzt, wenn wir wieder full equipped sind, sehen wir keine Spieler. Ich glaube, das Spui und der heilige Stream-Gott, der möchte mir sagen so, nein, zeig deine Zuschauer, die sowieso sauber zu viel sind, für meine Verhältnisse, zeig denen nicht, wie scheiß beschissen schlecht du bist. Dieses Aiming und dieses Handling. Ja, Eulensepp, Maul halten jetzt da. Keine Zeit für dein Gespuse, was sind das? Ruhe ist. Da unten war es ja spät. Da unten war es ja spät. Das war ein Tannenbaum! Der Ergos! Bisher mein Lieblingsstream vom Daily. Du meinst dein Liebling... Ah, du hast eh geschrieben. Oh, kennst du das, wenn du deinen Anfangsbuchstaben und einen Endbuchstaben sagst und dazwischen ist alles durcheinander und du kannst es trotzdem lesen? Das klingt jetzt bescheuert, aber probiert das mal jemand aus, das geht wirklich. Zwar natürlich nicht so reibungslos wie normal, aber es geht. Ich habe jetzt das einfach... Möchtest mich du vollkommen verarschen, Bam? Ist das der verdammte Ernst oder was? Weiß ich nicht, quackt mich an, was zur Hölle? Auf alle Fälle müssen wir in der Straße entlang, müssen wir auf alle Fälle eine kleine Stadt namens Vavilovo finden.
Komm, ist jetzt da hinten, ist halt hinter uns die Sonne aufgegangen. Schön ausschauen tut's schon, gell? Jetzt müssen bei euch Grafik auch wieder ein bisschen besser gehen. Ich finde es auch super interessant, dass ihr euch das gebt, obwohl die Grafik halt bei euch einfach scheiße ist. Bei mir schaut alles normal aus. Also eigentlich für das, dass das Spiel eigentlich 10 Jahre auf dem Buckel hat, sogar richtig gut. Hey Mann! Kann der Lee noch einen Cheerleadern? Weiß ich nicht. Warte, ich probier's auf F4. Warte. Ah. Geht so. Auf F4. Bäumli macht Geräusch. Bäumli macht Geräuschli. Ja. Und das schreckt mich. Oh. Zombies. Wieso ist der Zombie triggert? Bist du vollkommen? Der ist jetzt gerade da gespawnt. Ich meine, ich hab ihn ja gerade gesehen. Wir jetzt noch schnell den, bevor wir da reingehen. Magazin raus. Tauschen. 22er Munition und nachladen. Ah, ich muss das nicht aufziehen, gell? Ich muss einfach auf R drücken, dann ist gut. Ja, okay. Hab schon verstanden. Ja. Tauschen. Wo ist das Magazin? Da. Die da schießt man jetzt, die da schlagen wir nicht mehr, da haben wir Fake nur. O Baum des Waldes, was ist deine Weisheit? Was mit dir da im Kopf kommt, du Spacken? Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass wir haben schon ziemlich viele Zombies da schlagen und erschossen und eigentlich kontrolliere ich jeden noch Loot. Noch keiner hat bis jetzt was droppt. Kann natürlich sein, dass es eine Servereinstellung ist da irgendwie, aber keine Ahnung. Aber da gibt's wieder nichts. Das ist ja lauter Schrottloot. Lieten und Blieten, Alter. Machen wir jetzt das folgendermaßen. Do your face. Do your face. Do your face. Da, damit gleich mehr, ich weiß. Alter, so wie groß das die Stadt ist, die ist gar nicht so klar. Langsam muss ich, darf man auch wieder mal nach einem Viech schauen, das wir da schießen. Healthsteaks. Oh, da haben wir was gefunden. Was haben wir da? Wir nehmen nur eine Munition mit, die wir brauchen. 3 sind wir voll. Oh, die ist für einen fetten Revolver, oder? Kann man die in einen fetten Revolver hauen? Ja! Entschuldigung, aber den mag ich noch schnell ausprobieren. Den mag ich noch an einem Zombie ausprobieren. Tut mir leid. Da gehen wir jetzt ans Ende von der Stadt. Ah, guck mal so ein wenig durch. Und dann schießt man einen Zombie in die Schelle. Der George Shelter schreibt, bist der TikTok-Fan? Ja. Täglich 14 Stunden TikTok. Der macht Krach. Ja, ja. Das ist schon klar, das ist ja genau das, was ich hören will. Und dann sperre ich dir zu und lock mich aus. Das ist der Plan. So weit der Plan. Da am Scheißhaus liegt da eigentlich immer was Gutes. Na, doch nicht. Was liegt denn eigentlich im Scheißhaus? Haben wir das jemals kontrolliert? Was denn? Irgendjemand hat eine Batterie geschissen! Offensichtlich war der C3PO da beim Scheißen und hat eine neue Volt-Batterie gelegt. Ich weiß nicht! Das ein Jeansrock, ja. Mit dem Jeansrock läuft man und sonst nichts, läuft man durchs Airfield. So schaut's aus. So schaut's aus. Die gute Batterie, oder? Warum gibt's denn so viele Leuchtstäbe? Leuchtstäbe und Batterien im Scheißhaus, ich weiß es auch nicht. Der Taschenlampen fallen lassen. Warum gibt's noch? Ich weiß eigentlich gar nicht so recht, nach was wir mir eigentlich suchen. Wir haben alles, aber da liegt überall Munition. Warum liegt da überall Munition umeinander? Ah, das ist die falsche, glaube ich, gell? Das ist Sim 2, das ist mit 4 brauchen wir nicht. Schmeißen wir gleich wieder weg. Gleich wieder weg mit dem Schund. Weg mit dem Schund. Gib mir gefälligst die richtige Moon. Oh, was haben wir da? Multivitamintabletten, spät durchgespäht. Spät durchgespäht. Ein total OP. Jetzt können wir nicht mehr krank werden, auch. Schau dir das an. Boah, leck bin ich jetzt der Schrocker. Boah, leck bin ich jetzt der Schrocker, Alter. Sag mir die. Was ist mit dir? Was mit dem Maul halten? Brat's die. Brat's die gleich. Da hat wieder nichts dabei. Normalerweise haben die schon ab und zu mal
weiß ich nicht, Sardinendosen dabei oder Ananasdosen, Pfirsichdosen oder irgend sowas. Ich glaube noch nicht ein einziger scheiß verdammter Zombie hat da irgendwas dabei gehabt. So, jetzt laufen wir ganz nördlich in die Stadt ein und da locken wir uns irgendwo im letzten Heisel locken wir uns aus. Sofern wir es schaffen natürlich. Und wenn wir noch einen Zombie sehen, dann schießen wir nur... Vorne ist gerade was nach links gelaufen, 1000%ig. Also Zombie. Ah, wird der Zombie gewesen sein, ja? Läuft der beim noch, ne? Ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt. Da unten auf der Straße. Das war niemals der von da herum. Glaube nicht. Glaub ich. Wo läuft noch nicht? Wieso laufen die alle so behindert? Die sollen aufhören. Die haben alle so halbscheirig triggert. Was ist mit denen? Also Feuer auf einem Haufen. Was jetzt sein? Dass da noch irgend so ein Klappspaten am Schluss umeinander läuft. Ich mag jetzt auf alle Fälle noch einmal ins Gesicht schießen und dann machen wir die Tür zu und dann war's es. Hör mal. Da bin ich auf Sim. Dann Revolver raus. Das mag ich jetzt noch sehen. Kostet es, was es will. Leon Lego Creator! Danke für die Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi und welcome to the squad! Ich hoffe, ich hab keinen übersehen. Einen Mann hab ich schon wieder gesehen. Nein, den hab ich nicht übersehen. Weitengesicht hab ich übersehen. Was ist da los mit? Ich verstehe den Satz nicht, Alter. So, schauen wir mal, was da los ist. Nix gesehen. Da, mein Freund. Wo ist jetzt der Zombie? Ich muss ihm in den Kopf einschießen. Weitengesicht! Merci für dein Drilling. Bussi aufs Nussi. Wo bist jetzt du? Na, da in die Blechpixen sperren wir uns ein. Also, wo ist der Zombie-Sepp? Zombie-Sepp? Oh, da ist er. Ja, mein Freund. Oh, da sind die gleich triggert. Okay, ich mach. Verlassen. Ich will raus! Ich will rein, Alter, haben die gleich schnell da. Oh, leckern die schnell da gewinnen. Und wie viel haben das sonst gehen? Schnell einen Baustrahlen anschalten, damit es schön warm wird in der Blechbüchsen. So, Freunde der Sonne. Schaut's uns so, wir haben noch genauso stabil wie am Anfang. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Leon Lego Creator, Birger, genau heute 2 Jahre. Ist nicht dabei, warum ist das nicht dabei gestanden? Weiß ich nicht. Bei mir steht, du bist gerade ein neuer Member geworden, Leon. Egal. Mir ist wieder nicht 2 Jahre. 2 Jahre irgendwo Mitglied sein, das ist für schon fragwürdig. Also für mich zumindest. Ich find's halt krass. Leckt mir am Arsch. Der Pickle Rick schreibt, lauteste Waffe im Game. Habe ich mir schon fast gedacht. Das ist ja, warte mal, man kann da dran. Schau mal den fetten Revolver. Ist das nicht ein Rick sei aus der Walking Dead sei Revolver? Der Braustrahler Lee. Mehr laut, mehr gut. Pfui hilft pfui. Wie der Schweizer sagen darf, wir haben uns ausgelockt. Ganz schnell im Blechhütli. Das Game, Alter. Ich sag das, was es ist. Schaut's euch noch mal an. Stabil wie nie zuvor. Also wenn der nicht stabil ist, dann weiß ich es auch nicht. Dass wir wieder durchs Airfield gekommen haben und das mal wirklich mit Looten und so weiter grenzt an ein Wunder. Da haben sie vorher angeschossen wie die Behinderten. Super gut, super gut. I fucking love this game. So schaut's aus. Was ist ich gesagt? Wir werden jetzt noch ein bisschen schmerzen. Ich hab mir jetzt ausloggen müssen, weil da haben 2 Zombies gekommen. Mr. Mash! Der unsterbliche LeBron Lansley Loot ließ gelegentlich den Zombie namens Lootlapper Franz. Der Lootlapper Franz, der ist gut. Der Lootlapper Franz, den müssen wir uns merken. Bitte einmal, Steffi ist mit Sicherheit da. Bitte einmal den Lootlapper Franz ins Notizheft. Hashtag Lootlapper Franz. Ungeliebt Leaks liegen. Letztendlich ziemlich intelligent der Lee. Wie lange bist du jetzt da gesessen für den Satz, Alter? Danke dir für deinen Euro. Alec, der Lootlapperl Franz ist wirklich, der ist gut, Alter. Der Lootlapperl Franz ist stark.
Der Mittag fragt, was steht am Mittwoch an? Wir haben am Samstag einen Stream eingehauen, mehr oder weniger spontan Stream von God of War. Und God of War hat mich ziemlich vom Hocker gehauen, um ehrlich zu sein, die ersten 2 Stunden. Darum werden wir am Mittwoch noch eine Runde God of War spielen. Und vielleicht, das sage ich aber am Mittwoch dann sowieso auch nochmal, vielleicht auch nochmal eine Runde am Wochenende. Wie gesagt, ich spiele momentan sehr viel Eve. Sehr viel Eve. Und da ist normal am Wochenende am meisten los. Deswegen ist es nicht ganz, weiß ich nicht, da habe ich dann halt einfach, ich sag's wie es ist einfach, da habe ich halt dann keinen Bock nicht, dann spiele ich lieber Eve. Das ist was, das darf ich dann auch streamen, aber Eve kann man nicht streamen. Das geht einfach nicht, da kriegst du einen Vogel. Das kann ich wieder, ich kann es ja selber nicht gescheit. Das ist eines der komplexesten Spiele, die ich kenne und das zu mir erklären und das ist auch nicht, da entsteht auch nichts draus wie was Lustiges oder was Besonderes, sondern nur für die Leute, die das Spiel kennen, vielleicht. Aber ansonsten, das kennen nicht viel. Das ist ja, oder spielen es selber, sagen wir es so. Mr. Mozart, so, ich bin raus für heute. Gehabt euch wohl alle zusammen. Mr. Mozart ebenfalls. Bussi aufs Nussi. Birger, leave the game. Ich muss das Game leaven. Moment. Leaven. Aber die schöne Musik im Hintergrund, ist die nicht toll? Sagen wir auf Ja. Machen wir aus. Das ist ruhiger. Können wir uns noch ein bisschen unterhalten, wenn es ist. Gibt übrigens Neuigkeiten von der LAN. Ich habe jetzt Biertisch und Bierbänke-Garnituren. Bierbänke brauchen wir nicht, aber du kriegst bei Brauereien keine Tische ohne Bänke. Was verständlich ist, die haben halt das so eingelagert, ja. Tisch, 2 Bänken und so weiter. Da brauchen wir 6 Paletten, das sind ungefähr 90 Tische, die wir da brauchen. Und sie sind bezahlbar, ja, kosten nicht einen Teufel, das ist in Ordnung. Wie es beieinander sind, das weiß ich nicht. Aber gut, Musik passt, aber das Gebrunze nervt. Was für Gebrunze? Was für Gebrunze? Stellst du einen Computer bereit? Ja, ich stelle natürlich auch 160 Computer bereit. Ich sauf gerade Orangenlimon. Also, weil es regnet. Er ist schon gar nicht mehr. Das er ist schon gar nicht mehr. Ja, mit RTX 3090 Ti bis dahin. Ja. So, weißt du, da starten wir jetzt gleich mal eine Umfrage. Weißt du, für das ist ja das Umfragetool da. Geht jetzt auch hauptsächlich an die Leute, die schon mal mitgekriegt haben, dass es ein LAN gibt, die wissen, was ein LAN ist und überhaupt und sowieso. Es wird ein LAN geben bei uns in Landau, in der Stadthalle, die werde ich ausrichten und da können 160 Leute plus meine Spätzin und Orgas, dann haben wir ungefähr 175, 180 Leute in die Stadthalle reinsteppen. Mich das interessieren. Und es schaut, wie gesagt, es ist noch nicht alles abgeklärt. Es gibt noch ein paar Kosten vor, lass mich. Kosten, Dinge zu regeln, da wo ich noch keinen Anhaltspunkt nicht habe, was das kostet. Ja, aber es sieht guter Dinge aus, dass das Ticket wirklich irgendwo bei 50 € landet. Und passt, dann ist alles deckt. Ein kleines Futsal bleibt hängen. Ich muss mir ein bisschen Equipment kaufen. Ich habe vor, das dann jedes Jahr zu veranstalten. Und so weiter und so fort. Aber egal. Sagen wir jetzt einfach mal Ticketpreis zwischen 40 und 60 €. Irgendwo da. Keine Ahnung. Mehrere, glaube ich, wird's nicht. Betonung auf Glaube. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir eine Umfrage. Und zwar gibt Grundvoraussetzungen. Und zwar folgende. Ganz einfach. Das erkläre ich jetzt auch nicht lang. Da diskutiere ich jetzt auch nicht mehr lang. Impfpflicht geht nicht anders. Wenn irgendwas... Ich habe auch keinen Bock nicht. Über die Impfpflicht rede ich jetzt nicht. Aber es kämen nur geimpfte Leute ein. Aus. Ü18. Wer nicht 18 ist, nichts mit Eltern aufpassen oder sonst irgendwas. Das Event geht vom 10. Juni bis zum 12. Juni. Von 13 Uhr bis 13 Uhr. Oder 14, 15 Uhr. Irgend sowas. Alkoholverbot, selbstverständlich. Da steht für über 1,5 Millionen € Zeug drin. Kannst du vergessen, dass ich da irgendwelche Psuffern Volltrottel drin einlasse. Kannst du vergessen. Okay? So, folgende Umfrage. Darfst du kommen oder nicht? Schlafplätze? Schwierig. Es gibt nicht viele Optionen. Da gibt es das Auto. Wir haben eine Tiefgarage daneben. Du kannst im Auto schlafen. Du kannst nicht unterm Tisch schlafen. Das lassen sie leider nicht zu. Zwecks Brandgefahr. Verstehe ich ja irgendwo. Da haben 5000 Kabel und was weiß ich. Und du legst dich mit deinem Schlafsack da rein. Ist eher so mittelmäßig lustig und schlau. Oder halt Hotel. Wir haben ein paar Gaststätten bei uns da und auch ein Hotel irgendwo draußen Richtung Mackie, glaube ich. Oder Richtung Burger King irgendwo. Also es darf die Möglichkeit geben. Aber schlafen wird sowieso so wenig wie möglich. Und so weiter und so fort. Und noch ein paar andere Zuckerl dazu und so weiter mit 160 bis 180 Leute. So. Darfst du zur LAN kommen unter die gerade genannten
Regelungen / Kosten etc. Damit ich mir einen groben Anhaltspunkt habe, wer überhaupt Bock hat und überhaupt und sowieso. Antwort ja und nein, Option 5. Okay. Habe ich das jetzt da ohne genagelt oder nicht? Wieso sage ich das nicht? Jetzt. Darfst du zur Land kommen unter die gerade genannten Regelungen, Kosten etc. Ich habe die Umfrage auf YouTube gestartet. Im YouTube-Chat müsste das ersichtlich sein. Und seid mir nach Möglichkeit natürlich ehrlich, das wäre toll. Das wäre toll, weil sonst, ja, Herr Wieselburger, Beste, wenn du nicht weißt, was ein LAN ist, dann kommt die Umfrage für dich nicht in Frage. Okay, wir haben 67% Ja, sage ich 69 Stimmen. 69. Ja, da werden wir uns demnächst immer und immer wieder mal nach dem Stream drüber unterhalten. Problem mit den Bierbängen. Die kriege ich aus Großkeimbach. Die muss ich selber holen. Und wie zur Hölle so ich Paletten weiß, die haben auf einer Paletten, das sind 6 Stück Paletten, da haben 15 Garnituren drauf. Wie soll ich das machen? Schwierig. Muss ich halt mit einer Spedition schmerzen. Ja, kriegen wir schon alles irgendwie hin. Schauen wir mal. 142 Stimmen, 65 sagen ja, also das sind schon mal 70 Leute ungefähr, 80 Leute. Nochmal, Datum ist 10. bis 12. Juni. Juno. Ja, das ist quasi in einem halben Jahr ungefähr. Sehr genau sogar in einem halben Jahr. Ja, Mann! Aber das wäre jetzt schon mal interessant, was sagst du zur drohenden Impfpflicht und bist du schon geimpft? Über das Thema rede ich nicht. Merci für den Fünfer, meinetwegen zirkst du zurück. Bei mir geht es um dieses Thema nicht mehr. Ich will nicht. Ich werde nur saulästig und entweder fuck jetzt von 1100 Leuten, die noch da sind, die einer 500 an oder die anderen 500. Lass mir bitte das Thema, weil es zu nichts anderem da ist, außer uns auf den Sack zu gehen. Ich bin raus, da kein Pro-Gamer, aber ich freue mich auf den Stream. Ich hoffe natürlich sehr, dass ich von da drin aus streamen kann. Es gibt eine Internetleitung, die gelangt zumindest für einen Stream. Für alle Beteiligten nicht. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, das ist gar nicht so uninteressant. Es wird da drin kein Internet geben. Es ist ein LAN. Kein Internet-LAN. Das heißt, es gibt auch die guten alten Spiele und alles an neuen. Wir haben einen Server zur Verfügung. Erstmal Special Merci an den Herrn Kulzer, der da gewisse Dinge zur Verfügung stellt und der sich da auch darum kümmert und so weiter und so fort. Muss er nicht umsonst machen. Das werde ich ihm noch ein halbes Jahr lang sagen und am Schluss macht das wahrscheinlich sowieso umsonst, weil es irgendwie immer das Gleiche ist. Aber du wirst es nicht umsonst machen. So. 173 Stimmen von 776 Leuten. Das sind ein bisschen wenig. Wissen so viele Leute nicht, was ein LAN ist? Verstehe ich die Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht. 178 Stimmen. Naja, aber da haben wir dann schon soweit. 182 Stimmen, 65%. Ich gehe jetzt mal von der Hälfte aus. Dann sind wir bei 90 Leuten mit Ja. Tobi schreibt, Birger, Schalttechnik doch so, dass um eine bestimmte Uhrzeit der Strom ausgeht und Computer ausgängen. Ja, aber warum? Wieso? Sollte ich das tun? Und ja, Cheater wären Droschen, die wirf ich höchstpersönlich samt dem Equipment aus, wenn ich da jemanden erwische. Löwensepp! Das erste Mal nicht, da ich mir das erste Mal anschauen möchte im Stream, wie das ist. Verlasst euch da einmal nicht drauf, dass ich da stream von da aus da drin. Ich weiß weder, was da für Lautstärken drin ist, noch ich kann da nicht, ich sitze da neben anderen Leuten und fuchtel dann da umeinander wie ein Affe. Das wäre ich wahrscheinlich nicht da. Ich sag's euch gleich, wie es ist. Ich werde auch mal rundum gehen, ja? Vielleicht per Handy streamen oder irgend sowas. Aber dass ich mir da stundenlang her sitze und einen Stream von da aus mache, so wie es ihr gewohnt seid, das glaube ich eher nicht. Jetzt weißt wie alt wir sind, Birger. Alle unter 14. Na, wird schon. 206 Stimmen, 63%. Da haben wir schon bei 110 Leute ungefähr. Und die Leute auf Twitch fragen, wo kann ich abstimmen? Vielleicht sind ja auch neue Leute dabei, wer weiß. Ich streame immer auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Immer. Deswegen rede ich da von 1100 bis 1400 Zuschauer. Die haben nicht alle auf Twitch, da ist ein Teil auch auf YouTube. Der größte Teil. Andi! Nehme die Gulden und Birgerli. Was hast du eigentlich mit deinem selbstgemalten Bild gemacht? Meiner Mama geschenkt. Merci für den Fünfer, Andi. Warzen, Dani. Sauber, Birger, du machst das super gut. Alles. Es freut mich immer, deinen Stream zu schauen. Warzen, Dani, das sind solch herzallerliebste Worte, die gingen immer obi wie fucking Butter. Vielen, vielen lieben Dank. Und natürlich auch für dein
für deine Donation. Matthias! Da nachdem du die erste von mir nicht mitbekommen hast, der Zuschuss zur LAN-Party. Ihr müsst mir um Gottes Willen im Stream keinen Zuschuss für die LAN-Party geben. Ja, die refinanziert sich von selbst. Das ist halt so. Da ist eine Veranstaltung. Die geht über 2 Tage, ihr müsst jetzt nicht im Stream eskalieren. Ja, Mann! Alles gut, kein Stress, verstehe ich schon. Es geht halt nur um das und es nervt. Und nein, den 25 gewiss nicht zurück. Okay, aber Hauptsache ich hab's gesagt. Passt. Also wenn so viele Leute nicht wissen, was ein LAN ist, ich hätte vielleicht nur die Option einschreiben sollen, ich weiß nicht, was ein LAN ist. Oder nur eine Option, ich weiß nicht, wie man abstimmt. Also die Umfrage läuft auf YouTube im Chat. Die Leute auf Twitch, die jetzt nicht auf YouTube gegangen sind und haben da abgestimmt. Wer kommt? Unser in den Chat. Oder wer da käme? Unser in den Chat, der jetzt nicht auf YouTube abgestimmt hat. Oh man, Schlauberger. 5. Option, ich will besuchen. Der Franzl Schorsch, ja, wir kriegen die 150 Leute zusammen. Also ich rechne jetzt so, 150 Leute sind quasi öffentlich, aus meiner Sicht, das seid ihr. Und dann kommen noch um die 20 Freunde und Organisatoren, was aber nicht viel sein werden wahrscheinlich, 2, 3, 4 Leute. Dazu und Freunde zähle ich jetzt nicht als Organisatoren, wobei wir die hoffentlich zumindest beim Aufbauen vielleicht kurz helfen am Tag davor. Und wenn ich da 2 Leute zusammenkriege, dann kenne ich ungefähr, weiß ich nicht, 2 Tage in der Woche, wo ich mich fragen kann, du, ich brauche 2, 3 Leute beim Aufbauen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sich da jemand finden lässt. Muss auch keiner umsonst mal, ja, ist eh klar. Darum wird diese Veranstaltung auch bezahlt. Ja. Aber schaut schon gut aus. Also die Leute kriegen wir schon zusammen, da bin ich sehr zuversichtlich. Spätestens, wenn ich nämlich, ich werde das folgendermaßen machen. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Ich kann da keine Leute bevorzugen oder sonst irgendwie irgendwas. Auch keine, wie soll ich sagen, niemanden. Außer meine Freunde, die ich persönlich kenne. Weil sonst jammert die eine oder die andere Seite. So viel sei gesagt. Die erste Veröffentlichung mache ich im Discord, wo und ab wann die Tickets verfügbar sind. Schau, wer da, das ist für mich so der an mir nächste Kern der Community. Dann, wenn wir dann nicht voll sind, was ich nicht glaube, muss ich ganz ehrlich sagen, kommt Stream. So ich sage, ab ihr Zeit, blub, drücks Knöpfel, gibt's Tickets. Wer zuerst eins kriegt, hat gewonnen. Wenn es dann immer noch nicht voll ist, dann mache ich ein Video. Und dann wird's voll. Bin ich mir relativ sicher. Damit ihr Bescheid wisst. So. Grundvoraussetzung ist übrigens auch noch, du kommst mit einem PC oder Laptop oder irgendwas zum Spielen halt. Bloß Konsole zählt nicht, weil ich keine Tickets verkaufe für einen Sitzplatz mit PC und dann kommt derjenige bloß, dass er mich vielleicht sackt oder sonst irgendwas und fährt dann wieder. Dann habe ich eine halbe leere Halle und da 50 Hanseln sitzen, die eigentlich gemeint haben, okay, wir haben jetzt 150, wir können alles spielen, auf was wir Bock haben und so weiter und so fort. Aber Details dazu kommen dann noch. Aber ich sehe schon, wir haben ja genügend Leute. So. Freunde der Sonne. Gameboy Beste, kommst mit dem. Der Bullimog schreibt, ich traue mich wetten, es gibt Leute, die mit den Tickets dann Geld machen wollen. Da steht ganz einfach drin zum Weiterverkauf. Den gibt's nicht. Und wer das Ticket weiterverkauft, da wird dein Name drauf gedruckt und wenn dein Name nicht draufsteht, hast du Pech gehabt. Ganz einfach. Es wird nicht funktionieren. Auf überhaupt gar keinen Fall. Ist vom Weiterverkauf einfach ausgeschlossen und wer es tut, macht sich strafbar. Und den fick ich dann auch aus dem Leben. Trust me. Komm mir einer den George Shelter auf YouTube löschen. Wer ist denn der George Shelter? Weiß ich nicht, was tut denn der? Was ist mit dem Oktoberfest-Steppen? Oktoberfest-Seppen. Was? Ich habe ihr mal eine Weißwurst neu gesteckt. Danke, dass ich bin, aber trotzdem zu meiner Oma so böse. Weiß nicht, ich glaube, er ist ein bisschen lost. 1 für Birger, 1 für Birger, 1 für Birger, 1. Birger, meine Familie ist gestorben und zuerst meine Mutter an Herzinfarkt, dann meine Geschwister an Krebs und mein Vater an einem Autounfall. Meine leckere Wurst. Ich habe ihn auf dem Klo getroffen. Weiß nicht, ist das seitdem das Hirn stehen geblieben?
Und irgendwie glaube ich das halt einfach nicht. Darum habe ich jetzt eher so mittelmäßig viel Interesse dran. Muss ich ganz ehrlich sagen. Naja. Der spammt die ganze Zeit Mist. Weiß ich nicht, wo haben denn YouTube? Wo haben denn YouTube-Mods? Was sind denn? Was? Sorry, ich habe Autostunde. Was redet denn der? Ich glaube, er ist lost, Alter. Der Dad mit der Petersilie und mit dem Curry King. Was machst du mit dem? Das ist 5 Jahre her! Keine Ahnung! Alter, Landparty-Ticket wegen Geldgier weiterverkaufen, was läuft denn da falsch? Du, das ist ganz normal gewesen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht tatsächlich passiert. Da kommt einfach dein Name drauf und am Einlass zeigst du deinen Ausweis her, deinen Impfnachweis her und dein Ticket her und dein Rechner her, weil ohne Rechner kommst du nicht rein. Ganz fucking einfach. Und einen Test davor gibt's auch noch. Also nicht bei und du nimmst einen Test mit, der nicht älter ist wie 24 Stunden und bist geimpft, ansonsten kommst du dort nicht rein. Und das werde ich so plakativ überall hinschreiben und hinsagen und sonst irgendwas, dass niemand, es gibt keine Ausnahme. Absolut fucking gnadenlos. Wer zu dumm ist, dass er sich das durchliest, das sind 5 Regeln. 5! Kein Alkohol, geimpft, 24 Stunden alter Test, zumindest am ersten Tag. Und das war's! Das sind fucking und Ü18. Das sind 4 Regeln. Wenn du die nicht beachten kannst, dann kann ich dir nicht helfen. Dr. Himmer schreibt, krass, dass dir das tust. Ich sag das nicht als O-Tor. Erstens, ich hab Spaß daran, das zu organisieren. Ich bin ja schon ziemlich weit. Das ist eigentlich so gut wie fast alles geregelt. Ich habe auch einen Termin schon reserviert in der Stadthalle. Das ist nicht so viel. Es ist halt 10 Grenzen. Es ist einmal das alles herrichten und dann, ja. Genesen Zeit für mich nicht. Wenn sie bis dahin die Regelungen ändern. Wer weiß, was bis in einem halben Jahr ist. Deswegen mache ich es ja im Juni. Das ist einmal nur das Nächste. Wir kennen alle die Regeln nicht. Wenn da drin irgendjemand krank wird, weißt du, was ich dann für eine Scheiße am Sack hab? Ich hab doch auch keinen Bock drauf. Auf diese Scheißdiskussion. Ich kann sie nicht mehr hören. Es ist mir völlig Banane, ob du geimpft bist oder genesen oder was, ist mir völlig Banane. Ich möchte mich nur damit absichern, dass wenn da drin jemand krank wird, ich sage, die haben alle geimpft, dann alle geimpft, dann alle geboostert, was kann ich dafür? Wenn ein Drecksimpfstoff nicht funktioniert, was kann ich dafür? Aus. Und ich bin fein raus und passt. Um mehr geht's nicht. Ich möchte euch da nicht irgendwie zu irgendwas zwingen oder sonst was. Es geht um mich. Passt. Batman, da braucht jetzt auch keiner. Was? Gesumpft. Bin ich raus. Danke für nichts. Ja, Mr. Batman, dann kann ich da aber rein. Was hast du denn gemeint, dass wir uns ungeimpft zu 250. oder zu 200. in der Halle einsperren ein Wochenende lang? Wir haben jetzt da die Erwartungen. Weiß ich nicht, ist man da jetzt auch auf Me-Base? Kann ich da was dafür? Du darfst gern, weiß ich nicht, wer Batman. Ich zahle alles, ich organisiere alles, aber dein Name steht drauf. Und dann kannst du mit den Impfregeln machen, was du willst. Komm auch mal. Bock? Ja, nein? Doch, vielleicht? Oh, keine Ahnung. Zuzla! Aufhören jetzt! Bürgerfrage, hast du da dann vielleicht sowas geplant wie ein Festival-Bundle? Wäre voll cool, kommt auf alle Fälle von Tirol aus zu lernen. Das habe ich mir schon gedacht, dass da ein paar Österreicher wahrscheinlich umgeiern werden. Sowas wie ein Armbandel ist geplant, ja. Weil es den Ein- und Auslass einfach viel mehr vereinfacht. Und, weil ich selber großer Festival-Fan bin, beziehungsweise war und ich das immer cool gefunden habe, wenn es so ein Bandel als Andenken gibt, dass du dann entweder 8 Jahre lang, wie ich es 8 Jahre lang gehabt habe, das hat, ich stehe da, oder mal ungefähr so 8 Jahre lang keine Sonne nicht gesehen, wenn du das irgendwo hin tust. Ich weiß nicht, wo ist denn jetzt der Batman? Ja, der YouTube hat ein bisschen Verzögerung. Wie schaut es aus, Batman? Ja, nein, Birger? Ich weiß nicht, Batman, du bist so leise. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das ironisch gemeint ist. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem am Chat. Ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war oder nicht, aber ich fasse jetzt mal als ernst auf, weil so liest sie sich einfach. Ohne Smiley, ohne alles. Wo ist der Batman? Wie schaut's jetzt aus da? Schreib mir deinen Namen drauf. Und dann kannst du mit den Impfregeln machen, was du möchtest. Wie gesagt, ich zahle alles, ich regel alles. Nur habe ich auf irgendeinem Zettelpapier nichts damit zu tun. Das ist in Ordnung. Hallo? Muss ich jetzt selber den machen wir mal einen Timeout. Nicht für den Batman, sondern für den, ich glaube der Georg Schelter ist nicht ganz.
Wieso kann ich nicht... Machen wir so. Wo ist denn jetzt der Batman? Er ist so leise. Batman, bitte melde dich. Ja, keine Ahnung. Meldet sich irgendjemand freiwillig? Schreib mir einen Namen drauf. Dann könnt's mit den Impfregeln machen, was möcht's. Ja, nein, doch, vielleicht, das meldet sich irgendwie keiner. Ich weiß nicht warum. Verstehe ich nicht. Bis Juni sind die Regeln eh wieder anders. Jetzt da drüber zu debattieren ist mäßige Zeit. Der ist zum Impfen gekommen. Lass doch jetzt den Schmarrn. Was für ein Schmarrn? Ich bin nicht der angefangen hat zum Umanfacken. Wie man in den Wald hineinruft und da seid bei mir am komplett falschen Ort. Am komplett falschen Ort. Wer fankelt, muss einfach mit dem Echo rechnen. Das hilft nicht. Hilft einfach nicht. Ja gut. Aber, habt schon nicht, haben wir auch allesamt nicht ganz unrecht. Bis dahin können die Regeln so und so sein. Aber ich glaube, dass es wurscht ist. Ich sag's euch, wie es ist. Ich glaube, dass es wurscht ist. Allein schon darum, weil diese Veranstaltung drinnen stattfindet. Ja, wie jetzt Hallenkonzert oder sonst irgendwas, wird das einfach geregelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass anders möglich ist. Und wenn dann was feit, haben wir einfach gefickt, Alter. Anders. Ja, was heißt haben wir? Ich bin gefickt. Von euch ist keiner gefickt. Ich bin der gefickt ist. Aber gut. Matthias, die Regeln sind super, wie gesagt. Wenn du jemanden zum Helfen brauchst, sag Bescheid, hilf gern und bin auch gern am Start mit PC und Co. Wer was dagegen hat, der soll daheim bleiben, sei Pippal putzen. Ja, das ist ja, ich kann halt dann auch keinen besser, wenn das für ihn nicht in Ordnung ist, dass man da geimpft sein muss oder wenn irgendwie eine Regel nicht passt. Oh, da darf ich nicht saufen. Ich sag's euch auch, wie es ist. Alkoholverbot meine ich ernst. Den ersten, den ich mit der Halbe sehe, fliegt raus. Sofort auf der Steh. Wir haben da Türsteher, die packen euch Adios. Da ist sofort der Ruhe. Ich hab keinen Bock, dass irgendwelche 18, 19, 20-jährigen lustigen Leute cool machen müssen und meinen, oh geil, schau her, ich kann 18 halbe saufen und dann irgendjemand auf dem PC aufspeien. Nein, wir haben zum Zocken da und wer ein Wochenende nicht ohne halbe aushält, dem kann ich sowieso nicht helfen. Aber da haben wir schon einmal drüber geredet. Egal. So. Überlegt es euch. Wird sicher lustig. Wird sicher lustig. 3 Tage Open Air LAN. Herrlich, wenn's ringt. Das wird cool. Dann macht so einen Duscher und dann bzzzt. Was wird dann gespielt? Gute Frage. Der Headliner wird wahrscheinlich tatsächlich das hier. DayZ. Da freue ich mich am allermeisten drauf. Sag ich dir, was es ist. Wir werden einen Server haben, da können viele verschiedene Spiele drauflaufen. Wir haben eine ewig lange Liste. Ich habe letztes Mal mit dem Herrn Kulzer schon und seinem Bruder, die beiden Herrn Kulzers, so kurz einmal ausgearbeitet, was wir so spielen, für was Dedicated Server zur Verfügung stehen und was die Community natürlich auch unter sich selbst, ja, die Leute fangen ja miteinander schmatzen, oh, hey, ich spiele das, ich spiele das, keine Ahnung. Dann haben wir einen Beamer, einen riesengroßen, da kann ich Meldungen aufwerfen, wenn irgendjemand, keine Ahnung, ich habe jetzt Bock, was weiß ich nicht, Command & Conquer 2 zum Spielen. Und das haben wir aus irgendeinem Grund nicht da. Und ihr findet keine Leute. Dann soll er halt kommen, dann tue ich das auf dem Beamer oder ich sag schnell mit dem Mikrofon durch, hey Leute, ich hab Bock, der Basti hat Bock auf Command & Conquer 2, meldet sich mal bei ihm, weil er spielen möchte. Blablabla. Vielleicht kann man irgendwie einen Landchat einführen. Ja? Es war halt super geil, wenn wir so viel Internet zur Verfügung hätten, dass ein Discord läuft. Dann kann sich die LAN-Community unter sich unterhalten und miteinander chatten, ohne umeinander zu schreien. Jetzt sowas nicht mit MRC. Ja, das erkläre ich dann am Anfang der LAN alles, wie das geht, wo man das herkriegt. Es gibt einen Download-Ordner zur Verfügung gestellt. Da sind diverse Spiele drin. Da ist dann das, alles, was man so braucht, drin. Anleitungen drin, wie ihr es machen müsst und so weiter. Das kriegen wir schon. Und es gibt mehrere Spiele wie DayZ. Ja? Die guten alten Call of Duties, Modern Warfare 1. Alles, was uns so einfällt. Ja? Alles, was irgendwie LAN-fähig ist. Kommt auf alle Fälle. So! Aber, was TS3 auf Hamachi? Geht das? Stimmt eigentlich, ein lokaler Teamspeak-Server. Warum eigentlich nicht? Stimmt. Aber ich hätte gerne einen Chat. Weil ich glaube, dass das Teamspeaken auch nicht so geil ist. Da drin wird der Lautstärkepegel herrschen, nehme ich an, und sobald der erste die Pfotzen aufmacht oder Push-to-Talk drückt, dann macht es sofort. War geil, wenn es eine Offline-Version von Discord geben würde. Schade. COD Ghosts, das hat keinen LAN-Modus, glaube ich. Weiß nicht. Aber Teamspeak ist zum Beispiel schon mal eine gute. Okay. Geht nicht der Chat auch in Teamspeak?
Weiß ich nicht mehr, ist schon so lange her. In ganz billig. Also da machen wir natürlich dann mehrere Räume für die verschiedenen Spiele oder mehrere Räume für die verschiedenen Spiele und so weiter und so fort. Ah, das wird gut, Alter. Ich kann leider nicht und bin ein furchtbarer Gamer. Nein, nicht um das geht's noch nicht einmal. Da müssen nicht nur Pro-Gamer kommen. Aber ich gehe einmal davon aus, dass Leute mit Gaming-Erfahrung kommen auf ein LAN. Ja? Und ganz ehrlich, ich bin da nicht da, dass ich da irgendein Bühnenprogramm aufführe, irgendein Bullshit oder da dann Livestream oder sonst was, sondern ich möchte es darum, weil ich selber gern nochmal auf ein LAN gehen möchte. Und das gern jedes Jahr machen möchte, weil sie das zumindest in meinem Kopf zusammengesponnen alles sich ziemlich cool hört. Und wenn das ja so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann glaube ich, ist das eine Riesengaude und das nicht bloß für mich, sondern für alle Beteiligten. Machst heute eine Listen, was für Spiele das perfekt waren. Ja, genau. Und es wird einfach, sagen wir es wie es ist. Ja, da werden auch Spiele unter die Leute hin und her gezogen, die halt nicht gekauft sind. Da kann ich nichts dafür. Ich kann nicht jede Verbindung vom PC zu PC wie soll ich sagen, kontrollieren. Mehr kann ich jetzt halt auch nicht sagen. Dann wird das da zur Verfügung gestellt. Die richtige Version von Spiel A, Spiel B, Spiel C und so weiter. So. Und jetzt gehen wir ins Bett. Hat Spaß gemacht. DayZ macht immer Spaß. Es ist so ein simples Spiel. Lauf von A nach B, suche wegen der Zeig. Oh Gott, da schießt jemand. Oh Gott, da kann was sein. Oh Gott, da läuft der Kelch. Ich glaube, der ist Trigger. Gut spät. Kannst sagen, was du magst. Es macht Spaß zum Zuschauen und es macht Spaß zum Spielen. Auch wenn nichts passiert. Das ist das Allergeilste. Und die 2,5 Stunden vergingen. Zack. Zum Schluss noch eine kleine Ansage. Vielen lieben Dank übrigens für die ganzen Angebote der Hilfe. Ich hab alle Leute beieinander, fast alle Leute beieinander, bei denen ich Hilfe brauche oder von denen ich Hilfe brauche. Wenn ich irgendjemanden brauche, dann sage ich es euch. Bitte, bitte, bitte müllt's mich nicht wieder mit 500 Nachrichten voll. Birger, ich kann das, Birger, ich bin Security, Birger, ich bin das und so weiter, weil ich nicht mehr antworten kann. Das war letztes Mal ganz schlimm. Also was heißt nicht ganz schlimm, um Gottes Willen, danke für die Angebote. Aber ich habe so viele Nachrichten gekriegt, ich kann das, und die Hälfte, ich bin auch dabei. Ich melde mich bei euch, da kann ich nicht mehr drauf antworten, weil wir einen Vogel kriegen. Löwense, wie schaut's mit Scam aus? Scam kommt, wenn der LeBron ins Grasal beißt. Lieben Dank für die Unterhaltung. Gute Nacht, Bürgerli. Tini Weenie, hauen Sie sich Hieb für gut. So, und jetzt gehen wir ins Bett. Am Mittwoch sehen wir uns in God of War Runde 2. Bin gespannt auf die nächsten Bosskämpfe und wie es da dann abgeht, wenn der erste schon so eskaliert. Super geil gemacht, das Spiel. Hat übrigens, glaube ich, hat das nicht ich glaube, über 60.000 Leute auf Steam haben das am Freitag gleichzeitig gespielt. Ja, eine ordentliche Hausnummer. Dann 6-mal so viel wie Battlefield. Scheißdrecks Battlefield, Fehlkauf des letzten Jahres, Alter. Naja, wieder mal hypen lassen. Weißt du was es ist. Und jetzt schleicht sich ins Bett. Leute, vielen herzlichen Dank. Ich weiß nicht, wie oft, dass ich noch Dankeschön sagen zu den ganzen Donations und sonstigen Eskalationen. Vielen herzlichen Dank an alle neuen Mitglieder. Vielen herzlichen Dank an alle alten Mitglieder. Press Triple F für die Moderatoren. Wer nicht mitmacht, ist Bopogaki Würstel. Lee. Ein Bopogaki Würstel. Oh Gott, manchmal denken wir wirklich, wir haben lauter 8-Jährige, die sich jeden Montag und Mittwoch auf die Nacht zum Holzkletzerl spielen treffen. So. Leave a like if you like. Bussi an die Twitch-Zuschauer. Vielen herzlichen Dank, Leute. Ich weiß nie, was ich sagen soll. Schleicht euch ins Bett. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr. Und bis dahin halten Sie die Ohren steif, hauen Sie rein und weißt du Bescheid, ja? Hashtag Strapse. Harry! Schleidern oder wundern? Keine Ahnung. Habe ich nicht